Wieso geht denn der Chat schon wieder nicht? Wieso geht der Chat schon wieder nicht? Kinder? Warum geht der Chat nicht? Hä? Und das ist der Arschloch! Warum höre ich mich selber schon wieder nicht? Wieso höre ich mich selber? Es muss der Timmy sein, da brauche ich nicht mehr nachschauen. Warum ist die Chatbox leer? Nicht Birger wo, Chat wo? Achtung, ich probiere was. Das weiß kein Mensch, worum es jetzt geht. Keine... Oh, du Scheiß. Fucking OBS macht mich komplett narrisch. Habe! Übrigens, 1 Birger, 1 Micker, 1, 20 Uhr, Timmy Boy, grüß dich wieder, heim, Kuss auf die Nuss. Habe die Herren! Die Mama Mutter, die Gesichtskirchen, den Markus, die Olivia, den Marvel Maniac, den Duck, den Sumselglück, dem Skylslash, den Studio, den Bastard, den Menschen, das Reich, den Zeit, den Schröd, den Jackson, den Werner, dem Brezenil, dem Max, dem Capricorn, dem Firehunter, der Hanuto, der Steffi, dem Leckmermarsch, am Sprengi und so weiter und so weiter. Weißt du, ich hab keinen Bock jetzt zum Lesen. Kruzifix, jetzt war es wirklich so kurz davor. Heute, wenn jemand nicht mindestens wieder 8 Leute ins Discord reingeschrieben hätten, hey, Erinnerungssquad, da, hier, diesen, jenes, dann war ich jetzt immer noch in Unreal. Ups. Ah ja, der 60 München hat heute mal live dabei, Zeit ist geworden. Ton wo? Vielleicht sollte man mal das Handy auf laut stellen. Ton da! Geht alles. Kennst du mir bitte schon sagen, geht alles? Wenn der Hund stirbt, Rage Quit eine halbe Stunde live Kruzifix gegen Ubisoft, das kriegen wir hin, Biermann. Das kriegen wir mir easy hin, kriegen wir mir das. So, jetzt müssen wir schnell mal den Caster aus da, reloaden und dann müsste das wieder passen. So, jetzt pass auf. So, Spreng ist auch da, das ist gut. Meiner schreibt Moin Moin. Servus Leute, wie geht's euch? Lavo, das ist eine gute Frage. Gut geht's. Spitzenmäßig geht's. Ein bisschen ein Zeitfresser, das Unreal. Das ist ein bisschen komplett narrisch. Ja. Vielleicht gibt's heute was zum Herz sagen. Ja, ein bisschen was. Vielleicht, schauen wir mal. Ja, wer denn sonst? Ja, weiß ich nicht. Da kriegst du die Tröte. Merci dir. Schluss! Lavo ist da. Ja, Spreng jetzt gespannt. Ah, ich hab den Mimi schon gesehen. Still the Mimi Queenie. Hier oben. Ah, kannst du 4 Jahre weg sein, immer noch Mimi Queenie. So. Erstens Unreal, zweitens Unreal, 99 Livestream. Ja, ich habe so ein bisschen Zeit übersehen. Das macht so flupp und auf einmal halt wieder 2 Stunden um. Weißt du, was es ist? So, was haben wir heute? Wir spielen oh, scheiße, letztes Mal haben wir geübt, wie man es ausspricht, gell? Valiant Hearts. Bin ich richtig so? Ne, nehmen wir es einfach Alien Bats. So. Ich habe übrigens die schwerste Vermutung, dass wir wieder heute nicht fertig werden. Ich habe, wie ich das manchmal mache, geschaut, wie weit das wir haben, von wie viel Progress, und wir haben, glaube ich, noch nicht einmal ein Drittel. Das fürchte ich, werden wir heute nicht schaffen, dann müssen wir es nächste Woche fertig spielen. Dann hilft es ja nicht. Dann hilft es ja mal nicht. Zum Glück! Was haben wir? Elektroauto und ein Kondom gemeinsam? Beide behindern den Verkehr. Aber jetzt sagst du zum Glück, der ist, dem, weiß ich nicht, der hat meiner Oma schon auf den Arsch geschaut. Der dauert ein wenig. Morgen mit Fallout-Serie geschaut, freue mich schon riesig. Felix, da bin ich auch sehr gespannt. Sag, die kommt am 13. Kommt die morgen schon? Ja, dann weiß ich, was ich morgen tue. Damit wir von Unreal wegkommen. Let's up! Habe ich Bier. Heute wieder ein Porsche, die verlieren wir schon im Spiel. Hashtag Hagelberger. Ja, und dann claimen sie mir. Ich glaube, das letzte Video ist. Was heißt Video? Der letzte Stream von letzten Mittwoch ist. Warte, Schluss jetzt! Hallo, ich bin der Andolf und ich bin auch dabei. Ich bin der Andolf und ich bin auch dabei. Das ist das Wichtigste. Ja, an die Wand. Kuss auf die Nuss. Merci dir. Schluss mit der Rumdonaterei. Was wird jetzt sagen? Jetzt wollte ich was sagen. Ja, rumgeclaimt. Die Musik, und zwar jedes einzelne Musikstück in diesem Spiel, ist geclaimed von YouTube. Das ist wirklich, also mich wundert es, dass ich keinen Strike kassiert habe. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, 14 oder 15 Stellen haben im letzten Stream aus dem VOD auserclaimed. Ich hab dann einfach, ja, Alter, schalt Monetarisierung aus, du, ist mir wurscht, aber gib mir bloß keinen Strike, weil sonst flippe ich aus. Da hab ich mir gedacht, okay, schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Falls ihr an sehr vielen Stellen einfach keinen Ton hören werdet, irgendwann so, das dauert aber 2 Tage, bis YouTube das außerrendert, dann liegt's daran, okay? Ich werde mir für das Spiel von Ubisoft keinen Strike einkassieren. Weil dann müssen wir, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht 100%, was dann passiert. Ich habe mich schon lange nicht mehr damit auseinandergesetzt, geschissen auf den Strike so quasi. Herr Kevin! Grüße in den LKW, der brauche ich gar nicht noch, aber wohin? Ah, mal wieder in Nürnberg, da wo du hingehst. Du bist daheim, das ist gut.
Oder fast daheim, das ist gut. Schöne Grüße in deinen LKW, machen Sie sich's gemütlich. Heute wieder da, der Gechillte, machen wir seinen Namen alle Ehre. Heute ist eine gechillte Runde. Außer der Depth-Counter eskaliert wieder. Den ich übrigens heute gekriegt habe. Der müsste eigentlich auch wieder funktionieren, hoffe ich. Merci dir. Mike, ebenfalls merci, aber mit 62 Jahren mit 51 Monaten jetzt lauter geschubst. Ausrufezeichen, what? Was, ich verstehe die Anspielung mit Ausrufezeichen, what nicht. Ist es, soll das ein Bot-Befehl sein? Weiß ich nicht. Nitro Warrior, Leica nicht vergessen, Leute. Warum flackert denn eigentlich meine Vorschau schon wieder? Es ist alles so im Arsch, ich weiß es nicht. Meld mich aus Sus, der bitte! Krankheitsphase zurück. Aber er ist wieder da. So, oh. Nice! Kommt eine Frau beim Arzt, Hashtag oha fuck, Hashtag geldgeiler Wichser. Kommt eine Frau beim Arzt. Oha, fuck. Jetzt nur Spinny. WB. Ich hoffe, es geht Ihnen wieder gut. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was los war. Was ein Motorradunfall? Jetzt haben wir in der letzten Zeit ein paar Leute geschrieben. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was da los war. Ich hoffe, Sie sind wohlbehalten zurück. WB. So. Der Birdlike schreibt, Lavo, weil man bei Twitch nicht mehr gleichzeitig auf mehrere Plattformen streamen darf. Jetzt sag, Lavo, warst du so lange fort, dass du das nicht mehr, Alter? Das war letztes Jahr im Juli, Mann. Ich stream seit letztes Jahr, das können wir ja auch mal wieder sagen so. Das muss ja nicht jeder aufgeklärt sein. Ja, kommt Lavo zurück, denkt sich, Osama Bin hä? Laden und Wolfried! George Lee. Bush spielen Schach. Wer gewinnt? Bindestrich. Osama Bin Laden, denn Bush fehlen 2 Türme. Ah, Herr Wulfric, da haben wir auch schon besser nicht gehabt. Wulfric, da haben wir schon besser nicht gehabt. Aber merci dir. Was dann? Der Bier auf einem geilen Stream. Grüße aus dem Burgenfeld. Burglenfeld, so rum. Schöne Grüße zurück aus Landau, der beschissensten Bergstadt der Welt. Kuss auf die Nuss. Danke dir, 10 ist 2 und du weißt es. So, wo wollen wir stehen bleiben? Ich bin abgelenkt von den Donations. Wie spät ist? Wir fangen am Punkt 10 nach, fahren wir mit zum Spähen, aber sonst scheiße her. Wulfric, den dummen Witz gibt's seit circa am 12. September 2009. Das stimmt. Ich glaube, dass der noch am gleichen Tag ist, der noch erfunden worden. Am gleichen Tag noch. Herr Röstler! Gleich mal liken! Schöne Grüße aus AT. Kuss auf die Nuss, schöne Grüße an unsere Lieblingsnachbarn. So, bei der Lavo waren wir. Ich stream darum nicht mehr auf Twitch, weil Twitch nicht mehr erlaubt, parallel auf 2 Plattformen gleichzeitig zu streamen. Die sind dann ein paar Monate später wieder ein bisschen zurückgerudert. Unter bestimmten Restriktionen, schwieriges Wort, darf man es doch. Ja, ich darf die Chats nicht zusammenführen. Ich darf die Alerts aus YouTube nicht anzeigen. Lauter seinen hirnverbrannten Scheiß, dass da ans Hirn gelangst. Da habe ich gesagt, weißt du was, Mr. Twitch? Fuck you. How about that? Und wenn sie so weitermachen, dann tut es immer mehr weh, weil immer größere Streamer gängen und ist, ja, schauen wir mal. Das Nussbene schreibt mittlerweile schon wieder, ja, ich füge das an, was ich gerade gesagt habe. Zum Beispiel Mitglieder-Alerts. Darf ich den nicht einblenden. Ich müsste den Chat von YouTube und Twitch die voneinander trennen. Dann ist es der Streamer einziges Chatfenster. Ich darf jetzt nicht zusammenführen. Also lauter so eine hirnverbrannte Scheiße, dass ich sage, weißt du was, Twitch, dann fuck you. Fuck off, pack deinen Scheißklump und verpiss dich. Noch dazu, wir haben uns so sehr, und ich habe mich auch so sehr, an die 2K-Auflösung, an 24-Bitrate hier gewöhnt. Ja, Qualität in Spielen, 60 Frames. Twitch beschränkt immer noch auf 6000, also auf 6 Mbit und auf Full HD. Und ihr habt keine Regler von der Qualität, nichts, das ist alles ein sehr Schrott. Das Einzige, was bei Twitch besser ist, ist der Chat und das auch bloß für Moderatoren. Und das ist ein Handvoll da herin. Das können wir verkraften. Ja, außerdem wird sie bei uns sowieso nicht aufgeführt, da braucht man keine super Moderationsrechte nicht drauf geschissen. So sieht das aus. Uilala, tut mir leid für die Twitch Ultras. Ja, das habe ich auch gesagt. Also um Gottes Willen, das tue ich nicht freiwillig. Natürlich hätte ich gern Twitch auch als Plattform dabei, nur dazu, wenn ich mich fast eigentlich nur noch auf Streaming konzentriere und auch die neuen Spiele am ersten Tag gleich mitnehme und mehrere Stream-Tag einhauen und so weiter. Natürlich da ich da gerne auf Twitch streamen, das haben wir auch schon oft drüber geredet, weil da einfach mehrere Leute, stream-affine Leute nach neuen Content suchen. Das geht natürlich das ab. Das heißt, ich werde meinem Kanal da über die Jahre wahrscheinlich zuschauen können, dass er stirbt. Und ja, davon haben wir aber jetzt ist bald ein Jahr her, nicht recht viel gemerkt. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wird schon passen. Servus, was ist Twitch? Ja, was kann man essen zwischen Mittag und 12. So, bis spätestens 9 Minuten nach. Ich glaube, ich starte schon mal das Spiel. Er fährt nämlich sowieso erst wieder 25 Ubi Hard Launcher und was weiß ich, was alles für ein Scheißdreck in Tee, bis dies da anfängt. Dabei nehme ich nur lieber einen Schluck aus der Rassismus-Bib.
Das kleine Wunderkind schreibt, aber hier auf YouTube haut er super hin. Hört, klang da. Die Qualität ist 100-mal besser. Das ist mir, weiß ich auch nicht. Gibt's noch irgendwen da herin, der heute das erste Mal da ist? Börtler, ist eine gute Frage. Ja, ich weiß es, aber es ist nicht. Wolfrick! Oh, was ist denn jetzt wieder? Ja, natürlich müssen wir jetzt einen Ubisoft Connect Service aus. Ich lese gleich vor. Mein Kruzifix, oder ohne Scheiß, wenn ich mit dem Spiel fertig bin, dann ist das erste, was fliegt, der Ubisoft Connect tun soll. 90.000 neue Türken. Ja, ich muss nochmal. Flipfracky, Flachwitz, was ist grün und 100 Hoden? Mülltonne hinter der Krebsklinik. Was ist grün und hat 100 Hoden? Mülltonne hinter der Vollidiot. Krebsklinik. Mocke! Mocke, Kuss auf die Nuss! Bester Mann ist sauber zu übertrieben. So, ein Wolfrick, seinen Schund muss ich nämlich vorlesen. Wie wär's dann hiermit? Erdbeben in der Türkei, 90.000 Tote. Frankreich schickt Hilfstruppen. Australien, Lebensmittel und Deutschland, 90.000 neue Türen. Touché. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Alerts, aus. Wo ist das Spiel hin? Ist das, warum wird denn da schon wieder nichts angezeigt? Meine Güte, nein, Alter, ich flipp. Ich bin aus dem Spiel aus der Tab, kackt schon wieder mal halber der PC ab. Jetzt warte mal, ist das dann, ja, das müsste eigentlich müsste es passen. Oder nee, vielleicht dauert es ein wenig ein bisschen. Jetzt! Schau hin! So, hier sind wir nun! Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Donations. Claim incoming, allein schon wegen der Menümusik. Jawohl, das ist richtig, darum drücken wir auf Fortsetzen. Und zwar instant. Wird schon Das passen. Schicksal hatte sie zusammengebracht. Zuhören, Gemeinsam waren sie durchs Feuer gegangen, hatten Luftangriffe, Gas- und Granatbeschuss Fritze! überlebt. Ab in den Keller! Pimmelung! Also so viel zur Pimmelung werden wir heute nicht singen. Ja, doch, ein bisschen da. Hier, Zeppelin stürzt ab. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal noch gesehen haben. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich Vater sag das, zum was es ist. Greifen nahe war, würde Anna Ja, wir haben den Boss nicht fertig mehr gemacht, das weiß ich. entkommen lassen. Schleicher steht schon wieder ins Bettel. Verdammt, Schleicher. Ah, sauer angestürzt. Aber da war der Bub von dem anderen drin, oder? Beziehungsweise der Mo von seiner Tochter. No! Ey! So, hier sind wir wieder. Der Hund ist da. Ich bin da, 15. Juni 1915 in Reims oder Reims oder Reims, was weiß ich, wie man es ausspricht, in Frankreich. Meine Damen und Herren, ich wurde gebeten. Bavarian Dream, Schluss jetzt! Weißt du, warum das dann 6 hast? Weil ich keinen Sinn mehr hergeben kann. Schade. Ihr 10 von 10 genommen. Bavarian Dream mäßig dir. Frankie, Kuss auf die Nuss. So, Schluss jetzt mit Donations. Wie ist denn die Steuerung gleich wieder gegangen? Die war mit den Pfeiltasten. Ne? Also auf die kann man zuhauen, auf Shift hat man, und auf Leertaste war Aktionstaste. Auf die war zuhauen, Shift. Und der Vierer war der Hund, glaube ich. Na, stopp, was war der Hund? Alt. Alt war der Hund. Haben wir gleich wieder drin. So, du stehst. Was ist das? Sabrina! Jetzt wieder ein Nuss ab, kommst du auf die Nuss? So, also, jetzt passt so acht. Bitte nicht wieder 14.000 Tippcounter. Wir müssen. Oh! Sind das die Besen oder sind das die Guten? Wir müssen uns da. Ach, die lassen uns ja nicht vorbei da. Also, es sind zwar die Guten, aber mit dürfen wir da nicht sein. Oh, da geht er. Die hinten sehen uns nicht, oder was? Ja, schnell auf. Ja, ich seh schon. Ich sag da halt Zero Tipps, Kinder. Zero! So, jetzt komm ich da her. Da liegt der andere hinterm. Was ist da mit ihm? Ah ja, da haben wir drucken müssen, das weiß ich auch noch. Das kriegen wir hin. Ah! Easy! Aber bis jetzt noch nicht einen Fehler gemacht und so bleibt's. Ah! Hinschauen soll ich schon. Nicht über den Chat umeinander angeschaut. Walla, sagt sie die ganze Zeit. Oh, 2 Tasten gleichzeitig ist Schwierigkeitsstufe 2. Courage Niveau. Heißt's. Ah. Kriegen wir schon. Ich weiß nicht, haben wir jetzt eine Kugel aus dem Arsch gezogen. Quellgatte. Ein Quellgatte. Oh, jetzt kriegen wir einen Stress. Nicht anstehen! Das ist ein guter. Guter kostet Karl, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Ah, schauen wir weiter. Haben wir zum Metamacher gekommen. Hat's geheißen. Das Arti-Sein ist cool. Oh. Das ist einzwicken. Das ist quasi der, den wir retten müssen. Oh Gott, jetzt ist bitte nicht um Zeit. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier wurde ich gebeten vom Nachschau-Squad, dass ich das kurz einblenden lassen soll. Wer das lesen will, kann jetzt auf Pause drücken. Achtung,
Dann gehen wir da her. Leben und Tod des Zeppelins. Menschen ohne Gesicht. Lecker, jetzt kriegen wir wieder Demon Strike. Herzlichen Glückwunsch. Muss klar. Tschüss dann. So, weiter geht's. Verzwickte Geschichte. Moven müssen wir, moven. Da ist ein Hebel. Da ist irgendein Dingsel. Und da ist ein Hebelstück. Okay. Achtung, Test. Easy. Was ist das? Ich hab da keinen Topf gesehen, du? Ich nicht. Keine Ahnung, was sie wollen. Jetzt pass auf, müssen wir einen Hund. Aber, boah, leck da, da stirbt der Hund. Den Hund darf man nicht sterben lassen. Ich bleib da hinten stehen. Ja, guter Boy! Bring das Ding wieder. Guter Boy! 199 Tipps, mal kurz vor 200. Diese haben wir echt schon oft verreckt. Was tust du denn jetzt? Da, jetzt mir. Und gib mir das. Braver Boy! So, Abflug, zurück aus. Eine Bucht den Schund. Die Frage ist, was passiert dann? Geht die Tür auf, ja gut. Yes! Kriegen wir. So, Feuer gefährlich. Moment. Da ist ich weiß nicht wie er, aber ich glaube Karl und Franz. Oh Gott, ein wirres Konstrukt aus vielen Geschichten. Ne, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Was ist da wieder? Warum blinkt das rot? Was blinkt denn da rot? Ich will uns nicht helfen, wenn wir da mit dem Stecker drauf. Oh, nicht runterfallen. Keine komischen Sachen jetzt mal. Wo haben wir? Nicht ins Feuer gehen. Aber irgendwas muss man doch da durchgehen, ne? Oh, da ist was. Was kann ich da damit tun? Was in Gottes Namen tut das? Was tut denn das? Schaut mich fast so über Granaten. Muss ich da irgendwas draufwerfen? Kann ich da irgendwas nehmen? Ach, da liegt was, lol, das hab ich nicht gesehen. Da müssen wir irgendwas aufwerfen, aber was ist die Frage? Das schwingt. Das ist jetzt grundlegend einmal richtig, ja. Nein, nicht aufgehen. Müssen wir unten vielleicht schauen, ob wir irgendwas zum Werfen finden. Springen. Man kann nicht springen. Kann man springen? Man kann nicht springen. Hier jetzt schon wieder. Oh. Ja. Müssen wir irgendeinen Gegenstand zum Schmeißen finden. Da hinten liegt eine Dosen. Alle. Ja, braver Boy. Haben wir schon was gefunden. Nein, nicht wieder da durchgehen. Ja, du kommst dann schon. Ja, da. Kommen Sie. Oh, easy. Braver Bub. Hoch. Dann mit Shift ist das, glaube ich, auch. Jawohl. Die Ketten wär's ziehen müssen. Ja, das ist mir schon klar. Aber da komme ich nicht durch. Darum müssen wir noch eins weiter rauf. Die Granaten sprengen, damit der Turm abhaut. Wir wirft man gleich wieder mit. Sechst das. Easy. First try, bitch. So. Oh, jetzt müssen wir den Hund so nicht runterfallen lassen. Warte mal. Zücken raus! Muss man nicht alles gleichzeitig machen, das muss noch eine Hand gehen. Hab ich schon gesehen. So, jetzt müssen wir verarzten. Kriegt so wegen einem Alk ins Gesicht und dann passt das schon. Da ist er. Zack. Los geht's. Boom. Oh shit. Okay, jetzt haben wir nächste. Ah! Was tut ihr die? Hauptsache nicht verkackt. Das ist das Wichtigste. Oh. Ich bin an der Stelle die Tasten nicht wechseln. Wenn man so schnell drücken muss, dann kenne ich mich gar nicht aus. Haben wir schon wieder drin. Ach ja, stimmt, das ist ja ihr Vater, den wir da abgeschossen haben. Der den ganzen Besen hilft. Und der ist Karl Franz. Da ist er!
Was ist jetzt gestorben? Nein, er schnauft schon. Er schnauft schon. Oh, der Hund müsste auch anzuholen. Hopp, hopp! Jetzt wird immer wieder Zeit, dass er mit der anderen. Oh ja, der Ami ist gut. Von da mit dem Suppenlecker, das ist auch gut. Oh, leg der Hund wird sich. Noch kreislige eine Hundetöne-App hat man nicht gefunden, oder was? Was ist denn jetzt tun? Oh nein, nicht wieder nur Sachen runterfallen und so. Das ist nichts für mich. Oh shit. Oh no. Was ist jetzt? Läuft der andere so mit, oder was? Du checkst nicht? Ja, wird schon passen. Wird ihm schon passen. So, was ist hier? Sauft jetzt hier recht aus dem... Nettes Detail. Kannst du sagen, was du magst. So, jetzt kann ich ihm da hinschicken. Und dann wechselt man mir. Na, jetzt pass auf. Machen wir so. Zwei. Drückt er den jetzt von selber? Ja. Ah, schau hier. Hat's wieder. Da liegt was! Da kann ich. Da der Flaschen unten liegen, ich hab's genau gesehen. Kann ich jetzt wieder nicht nehmen, ich weiß nicht warum. So, das Müll schlagen wir einfach zusammen. Jetzt machen wir so. So, der. Oh. Und dann kriegt er nicht auf den Tetz. Ja, dann passt das. Dann nehmen wir eine Dynamitstange gleich mal mit, damit nichts passiert. Die Frage ist, was wir jetzt wegspringen müssen. Können wir die Dynamitstange am Hund geben, dass wir es mit umnehmen? Jetzt wird's aber sehr vielschichtig. Jetzt pass auf, gehen wir Zuggas. Zuggas, pass auf. Das ist einmal hier. Nimmst du mal Dynamitstange. Jawohl, das nimmst du brav mit. Nicht zu fest aufbeißen, sonst gibt's. Ja, dann gehst du zu ihm um. Ah ja, auf die Seiten, wo ich einen Hund schicke. Mal das Ding hier. Und jetzt kann ich jetzt den Bums da wegspringen, oder was? Probieren wir's. Achtung. Wie schaut's da? Ja, genau da einer. Das ist eine gute Position. Ah, schau hin. Muss ich das vorher nicht anzünden oder so? Ja, streichen wir erstmal den Hund. Ja, gut, dann müssen wir vielleicht. Wie zündet man das vorher an? Uplay. Aktion abgeschlossen. Oh, ja, das macht Sinn. So, jetzt mal so gemacht. Kann ich das vielleicht vorher ins Feuer einstecken oder muss ich es ins Feuer einwerfen? Hä? Ah, okay. Ja, ich hab's schon gecheckt jetzt. Komm, rein damit. Du nimmst das Ding. Jawohl. Oh, per perfekten Bandenspiel müssen wir mit das Ding natürlich in die. Warte mal, müssen wir weiter zurück ausgehen. Müssen wir das Ding natürlich da hinschmeißen. Ja, ist ja klar. Irgendjemand muss das Ding anziehen. Ja, klar. Ah, 6 das. Ja, wollte bloß schauen, ob der Chat schon aufpasst. Wow! Was? Ach, da war noch ein Dynamitstange. Da kann der Hund rein, kann er da was ausgraben. Was ausgraben? Braver Bub. Good boy. Good boy. Wieso soll man. Das gehen wir ihm wieder und dann schickt man den Hund wieder zu ihm um. So schaut's aus. Go now. Go now. Und Abflug. Und Abflug. Wie lange der andere outgenockt ist, ist auch interessant. Für das, dass er bloß eine vom Suppenlöffel auf den Dates gekriegt hat. So, jetzt gehst du mir her. Niemals einen Hund nicht streicheln. Das ist das Wichtigste für alle Sachen. Ja. Jetzt muss jetzt der Spezi kommen, ja? Das wollte ich aber auch hoffen. Das ist aber schnell ums Eck gereist. Ich hätte fast den Hund erwischt, aber nur fast. Was ist das? Du weißt nicht so richtig, was ich tun soll. Ich weiß nicht so recht, was ich tun soll. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. Warte mal. Ich glaube, ich weiß schon, was ich tun muss. So. Und jetzt da so eine werfen.
Ja, ich check schon. Hä? Und dann da aufgefahren und uns reißt es, oder nicht? Oder vielleicht daneben geworfen? Können wir das bis da oben aufwerfen, meinst du? Das müssen wir testen. Ist jetzt die Dynamitstange da oben oder nicht? Die ist einfach weg. Das Segel brennt eine Zeit lang. Ja, das ist die nächste Option. Da haben wir so Dinge. Ja, warte mal. Das war eigentlich mein Plan gewesen. Das war mir eigentlich ein Plan gewesen. Aber irgendwie hat das Dynamit nicht angezündet. Na gut. Probieren wir es nochmal. Auf, anzünden. Ja, und wieder oben. Oben, warten bis er da ist. Ja. Ah! Oh, wie jetzt langsam. Den richtigen Winkel erwischen. Warte mal, kann ich das. Nein, das kann ich ihm nicht schaffen, gell? Dass er dreht und. Ja, jetzt seid ihr ganz ehrlich! Oh, da nur 3 Dynamitstangen, aber das passt schon. Haben wir schon. Haben wir schon! Nehmen wir mal Sicherheitsdynamit mit. Du nimmst auch eine Sicherheitsdynamitstange mit, da kann man nie genug haben. Allerdings ist es natürlich für einen Hund vielleicht auch gefährlich, wenn es überall brennt und er tragt die Dynamitstange rum. Was? Kleinen Fotzen, hat er gesagt. Oh oh. Der Sieg besaß für Anna einen bitteren Beigeschmack. Der schwer verletzte Karl wurde in ein Gefangenenlager gebracht. Ihr Vater befand sich in der Gewalt des Barons von Dorf und Emil war wegen Fahnenflucht angeklagt worden. Doch angesichts seiner Tapferkeit in Reims wurde Emil glücklicherweise begnadigt. Doch nur, um an die Front zurückzukehren. Ganz toll. Von Gromschaufing. »21. Februar 1916. Der Winter war über die Front hereingebrochen. Nach ihrer Rückkehr in die Armee wurden Emil und Freddy in der Nähe von Verdun stationiert, wo sie wie so viele andere unter der bitteren Kälte litten. Es muss so. An diesem Morgen erweckte die Ankunft der Post neue Hoffnung. Doch Maries Brief brachte keine guten Nachrichten. In Saint-Mihiel litt man unter Hunger, unter Krankheit, und die Zahl der Toten stieg. Doch inmitten all der Trostlosigkeit gab es einen Hoffnungsschimmer. Der Sinker. Ein Foto seines Enkels, Viktor, der aufrecht auf beiden Beinen seine ersten Schritte tat. Oh. Bravo. Ui. Es muss so abartig asozial gewesen sein, wenn alles nass, alles dreckig, es ist eiskalt, alles was du hast, ist dein Scheißparker. Du hast nichts zum Fressen, überall haben Ratzen, überall haben Tote. Und wenn du 1 Zentimeter weit deinen Scheißschädel da oben drüber über die weiße Linie steckst, dann fliegt dir eine Kugel ins Gesicht. Das, warum? Sag, warum? Wir brauchen Feder und Tintenfass. Was haben wir da? Neues Tagebuch freigeschaltet. Tagebücher sind in der Wurst geheißen. Mit der Schaufel zuhauen, das ist gut für uns. Ja, top. Auwe. Sehr viele Fakten. Ich lese bloß die Überschrift vor. Fakt 1. Die Versorgung der Frontsoldaten. 2. Das 2. Kriegsjahr. 3. Der Stacheldraht. Ihr könnt jetzt übrigens immer auf Pause drücken, lieber Nachschau-Squad. Könnt euch das selber durchlesen. Die Schlacht um Verdun. Da gibt es sogar ein Spiel. Das glaube ich heißt einfach Verdun, oder? Sowas wie Day of Defeat, beziehungsweise sowas wie Hell Let Loose. Und 5. Kriegsauszeichnungen. Ja, darfst mit einem Türken schmusen. Herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's.
Da, ja, er hat einen mächtigen Laib Brot hat er da. Was haben wir da? Wir haben einen Teller. Was ist mit der Taufe? Was ist mit dem Teller? Oder? Ja, ich seh die Daumen da oben schon. Ach, jetzt weiß ich auch, was das für Anspielung ist. Die Anspielung an eine Brieftraube. Aber wieso kann ich das nicht nehmen da? Der blinkt so seltsam. Draufhauen kann ich auch nicht. Kann ich da reingehen? Nein. Hab ich da irgendwas liegen lassen? Pandul, va por toi. Babul, muss ich mich anstellen? Muss ich mich anstellen? Muss ich auch nicht. Non, toi, pas breton. Babreton heißt er. Zeit da wieder auf sicher was übersehen, oder? Hund frisst irgendeinen Dreck. Ich bin schon wieder blind, ich brauche Unterstützung. Was haben wir da? Ah ja. Nach links sind wir noch gar nicht gegangen. Da steige ich mit Sicherheit nicht auf, das kannst du dir abschminken. Was haben wir da herin? T'as la fille qu'on est chuteuse. Look at my feet are amazing. Give it a token. How much for your feet, pigs? Da haben wir was gefunden, das habe ich genau gesehen. So, wir brauchen Socken. Okay, wir brauchen Socken. Wo kriegen wir Socken her? Ich sollte einfach meine Socken nehmen. Hol das Brot. Hau Brot in die Schüssel. Ja, aber er lässt mir nicht. Irgendwo brauchen wir Säcke her. Socken! Haben Sie Socken? Nein, da können wir aufschauen. Schauen wir mal, was da gibt. Ich habe das Gefühl, da werden wir erschossen. Was mit. Ah, da ist was. Speikarten helfen mir einen Scheiß. Säcke brauche ich, der Trottel! Da hängt der Säcke im Stall drin! So. Item 1 haben wir. Sehr gut. Hast du Brot? Nein, ich hab kein Brot. Ja, habe ich schon verstanden. Was? Einen dreckerten Säcke möchte er nicht. Du, schau mir rundum, du hast dich schon mal umgeschaut. Ich glaube, das wurscht ist, ob dein Säcke so und so in 4 Sekunden dreckert. Hoppala. Alle zusammen tanzt das Brot. Komm mal, da schaut's aus, als kann man durchgehen. Ja, kann man nicht. Wir sitzen doch alle im selben Brot. Da kann man. Da, wasch mein Säcke. Ja! Lol, das funktioniert tatsächlich. Wo ist jetzt das Socken? Jetzt habt ihr Stinketeller. Wo ist jetzt das Socken? Hallo? Achso, den habe ich jetzt rausgegangen. Okay. Nochmal zurück. Erstmal in den Säcke eingeschleidet, damit nichts passiert. Also haben sie früher schon da, das musst du wissen. Ja. Die haben ja einen Säcke damals nicht hergenommen, damit die Füße trocken bleiben, sondern damit der Zipfel warm bleibt. Muss man wissen. Jetzt ist er nass. Sag mal, du Knicker, die Kackfrisur, was. Dann legen wir den Hof auf. Schei. Du Penner! Hab ich schon den Lut. Freut er sich über den Säcke und ich freue mich über den Tintenfassel. Ja, Skalzles, das stimmt schon. Der will halt keinen Grabenfuß haben, das ist richtig. Aber wer zur Hölle möchte schon einen Grabenschwanz? Ne? Sag einmal. So, jetzt brauchen wir noch eine Feder. Jetzt müssen wir irgendwie den Männern da das Brot abschneiden. So, give me bread. Da liegt doch Brot am Boden. Kann ich das nicht am. Soll der Hund klauen? So, lauf davor, komm. Nein! Give me bread. So, we have bread. Bread to the. What? Ja. Geh mal du da hinten rein, lass mir die Daumen in Ruhe. Und jetzt? Vogel! Ah, du lässt eine Feder vor ihn. Ja, das macht einigermaßen Sinn, Tatsache. So, das Brot lassen, gute Brot lassen wir liegen. Schicken wir unserem Spezi. Meine geliebte Tochter. Schreiben wir ihren Brief. Ich habe Neuigkeiten von Karl. Er scheint außer Lebensgefahr zu sein. Er ist noch im Lager bei Reims. Ich hoffe, ich erhalte die Erlaubnis, ihn zu besuchen. Vielen Dank für das Foto. Es bedeutet mir so viel. Oh nein, nicht wieder Granaten. Nein, nicht. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Achtung, 200. Topf incoming. Oh, ich habe 2 gedrückt, das zu sehen.
Okay, der nächste Dorf ist umsonst. Der nächste Dorf ist umsonst! Hab ich gesagt? Ja, nicht aufpasst! Was haben wir da? Den nehme ich nur schnell mit. Ich würde hier die Stahl helfen. Ich kann nicht sehen, weil lauter ruckeln. Ja, und jetzt? Ja, aber Alter, ich werde euch gerne was sehen. So, den schreiben wir nicht, weil den haben wir vorher schon geschrieben. Okay, Abflug. Abflug! So. Das ist dann da drin, weißt du? Ja. Wir gehen. Ich geh mit der Masse. Ah, und treffen so einen Schwager. Ich sehe ja nichts. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich kann nicht sehen. Ah, die hat gesessen. Herzlichen Glückwunsch. Oh, wow. Oh, da kommen noch mehr. Oh, ja, das ist eine ganz gute Idee, dass wir uns da verstecken. Beste Idee von allen Ideen. Oh, ich weiß nicht, was mit denen, aber ich muss da dran, glaube ich. Ich drehe da mal. Alle. Oh, nicht sterben. Alarm! Jetzt kann nichts mehr tun. Es wackelt zu viel, ich krieg kein Epileppi, ich seh nichts mehr. Oh, Riesendrumtheit hütet da. Ja, ist eine gute Zeit zum Angreifen, weil jetzt sind ja nicht Kugeln ausgegangen. Hab ich gehört. Und wenn wir stürmen, dann ohne Gewehr. Was genau soll man das jetzt sagen? Hä? Was bitte? Mal zurück, also wir irgendwas vergessen haben. Da ist doch ein ganz lagerfeuer Dynamit. Oder? Oder liegt der Wurst? Ist das ein Wurst? Nein, das ist ein Pfeifen. Da oben ist ein Stück Heu. Die komische Schnur da und das Holzding. Aber ich weiß nicht so recht. Ja, ich sehe die Granaten da rechts, sehe ich schon links. Und das, ja, die Art und Weise, wie der Dreck da zeichnet ist, auf den ich da gerne draufhauen würde, den kann man wegschaufeln. Und was sehr markant ist, ist das Ding da, was. Ja, da kann man sich bloß einhalten. Mal schauen, ob man nochmal oben kommt zum Dynamit. Aber man kommt halt nicht mehr oben. Der Winky fragt, was für eine Figur spielst du da? Man schaut ja immer anders aus. Es gibt, glaube ich, 5 Figuren. Es gibt eine Frau, es gibt ihn, es gibt einen Karl, es gibt den Opa und es gibt einen Hund. Und das spielt sich alles parallel, du spielst quasi alles gleichzeitig, aber halt natürlich nacheinander. Ich bin verwirrt! Kiste schieben! Was ob man die schieben kann? Nein, auf die Leertastendrucker zum Schirmen. So, ich habe einfach dagegen gedruckt halt. Wenn ich wusste, dass ich auf Leertasten drucken muss. So, was haben wir da jetzt? Das machen wir. Was nicht, das machen wir so. Easy, schon. Gut, haben wir schon. Haben wir schon wieder was gelernt. Ich habe nicht mehr gewusst, wie man es anschiebt. Können wir das Holzding hier, das kann man sich ja brauchen. Das haben wir einfach nicht mehr mit dem Kopf drüber. Oh ja, super Idee. Stellen wir uns zu 15 auf einen Stahlträger, der keine 4 Kilo aushält. Oh, das glaube ich wird das erste Level, wo wir eventuell alle Collectibles finden. Ja, das kriegen wir hin. Das ist so seine Special-Fähigkeit mit dem Stahldraht zeigen. Gauli, merci dir! Servus alle zusammen! Alfons mit Shotgun, merci für den Resub übrigens. Gruß auf die News. Fox McCall, so sorry, heute ein bisschen spät. LG und viel Spaß! Merci dir, wünsche ich auch. Was haben wir jetzt da? Da werden wir wieder schirmen müssen, nehme ich an. Weil, wenn ich da jetzt aufspringe, reißt es mir, ja? Ich probier was.
Das war's nicht. Aber drüber kann ich auch nicht. Ich brauche irgendein Werkzeug. Da feiert eine Rolle. Und ich wieder auf dem halben Weg irgendwo in der Letten verloren, oder was? Zurück aus. Man kann doch da nicht zur Gaudi da oben, oder? Da liegt die Rolle. Da liegt die Rolle. Hochschieben und runterfahren lassen. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Irgendwann, die wollte von der anderen Seite einen Schirm. Aber es wird schon gehen dann. So, Vollsprint hinlegen. Bitte bringen Sie die Rolle an. Jawohl. Was muss jetzt noch nachlegen? Überlegen? Da, nachlegen. Nachlegen, guter Begriff. So. Düs rein in die Gaudi! Skadoosh! Hashtag tolle Rolle. Jodelmax, schick gesehen. Da oben haben Granaten, ich hab's genau gesehen. Die haben wir einfach oben. Ah, easy. Und jetzt sprengen wir uns da. Ah ja, hab ich schon gesehen. Hab ich schon gesehen. Ja, haben wir noch Sicherheitsgranaten mit. Da werden wir öfter reindüdeln müssen. Oh shit. Hoppala. Das war fast ins nasse Höschen gegangen. Na, da ist der Machine Gun Charlie schon wieder. Was nehmen wir jetzt mit dem? Ja, der muss auch irgendwann noch mal nachladen. So, verstecke ich mich da unten. Oh, müssen wir da wieder Granaten einwerfen oder wie sehe ich das? Muss ich wieder zurück aus und Granaten holen. Hätten wir mal eine Sicherheitsgranaten mitgenommen, wie ich es normalerweise immer tue. Du, ich nehme ihm gleich zwei mit. Ich sag das, was ist, ich nehme gleich zwei mit. Oder hat es die zerrissen? Nein, hat's nicht. Machen wir so. Ja, mehrere kommen nicht mit. Das mit den Granaten erinnert mich ans Ohrschmeißen bei Yoshi's Island. Ja, weit weg ist es nicht. So, jetzt pass auf. Machen wir hier diesen hier. Hang, Motherfucker. So, jetzt hier mehr eine Nachladerei. Jetzt haben wir aber ein sehr schmales Zeitfenster. Oh! Knappes Kistchen. Oh. Schaut aus, der Hut. Der Dampfler ist eingetroffen, ein schönes Grüß Gott. So, was ist da? Müssen wir da wieder Granaten einschmeißen oder wie sehen das? Schaut mich fast so. Da haben wir nicht viel Zeit. Nein, da haben wir keine Zeit nicht. Müssen wir ein bisschen für Backtracking, Freunde. Ja? Oh, der schießt da links. Nicht vergessen. Haben wir schon fort. Ja. Schöne Kniescheibe. Die muss doch auch irgendwann einmal, müssen ja durch die Gurte ausgehen. Das gibt's ja nicht. Da liegt Holz. Was, da liegt Holz? Oh no. Oh, wir sehen. So, wie es ist. Wir sollten nicht so viel in den Chat reinschauen. Das ist alles, was ich weiß. Wenn da jetzt kein Holz liegt. Scheiße, ich vor das Haustier. Ich finde raus, wo du wohnst. Ich werde sie suchen und ich werde sie finden. Oh. Der hat uns fast ein Nägel. Wo ist es? Ach, da. Muss ich jetzt da... Warte mal. Müssen wir jetzt einen Winkel bemessen, oder was? Ja, so nicht. Okay. Und jetzt kann ich mich da dahinter verstecken, sage ich das richtig. Da mit den Holzding, Holz nehmen wir mit, Sicherheitsholz. Gib mir mal das, da ist eine Granaten, da werfen wir auf. Das ist gute Sicherheitsholz. Easy. Ah, wenn ich einen Stahl dran abzwicken. Schneller, dass wir die Leertaste smashen, desto schneller geht's. Ach, dann nicht schon wieder Granaten von mir. Nee, jetzt haben wir doch in einem guten Bunker. Müssen wir Glocken müssen wir düdeln. Okay. Ja, nicht so viel wackeln, das ist echt viel wackeln. Da ist was. Ah, wir haben alle Collectibles gefunden. Easy. Ich kann nichts sehen von lauter wackeln. Ich kann nichts sehen von lauter wackeln. Ich habe nichts gesehen. Da muss ich, ach, da ist nur Leute. Die habe ich auch nicht gesehen. Er zeigt nach oben und sagt, ich muss nach oben oder geht's gar nicht nach oben. Das ist ein Telefon.
Oh, das Ding müssen wir kaputt machen. Hashtag Completionist Burn, richtig gesehen. Oh, Flare Gun. Und jetzt als 6 das Zusammenspiel. Gemerkt, hinten hat er die Flare Gun geschossen und jetzt spielen wir quasi zeitgleich ihn wieder. Auf der anderen Seite der... Was möchten ihr? Da muss ich jetzt mit der Kanone schießen. Das machen wir. Oh, wenn die Musik schon wieder traurig wird. Mach ja keinen Scheiß, ich schwör's dir. Braver Boy. Was hast du ich sag? Vorher haben wir an die Granaten gespart. Schluss. Tja, Herr Fanzelt! Wie lange haben wir Sie schon nicht mehr gesehen? Welcome to the Squad, da hat man den Chat, aber der Herr Fanzelt. Lange nicht mehr gesehen, gleich wieder Kind. So, nochmal. Was? Was für Granaten, Alter? Also geschrieben, kann man das aufspringen, meinst? Kann man das Ding aufspringen, meinst? Schauen wir erst noch weiter, was es sonst gibt. Da ist so ein Hakending. Schauen wir mal, was das tut. Nein, nicht den Hund mitnehmen! Achso, ja, gut. Und da werden wir so ein Ding runterfahren. Aha. Schaut mir allerdings fast so, als müsste man das da oben fahren lassen, damit es jetzt reißt. Wo geht's da weiter? Oh, da ist das ein Granaten oder ist das ein Tekan? Wir werden es rausfinden. Ja. Was genau soll ich hier? Übersehe ich schon wieder irgendwas? Na? Jetzt habe ich davon geschaut. Ich muss natürlich auch nach unten drücken, ja. Vielleicht sollte man nach unten drücken, wo wir hinkommen wollen. Dann geht's vielleicht auch. Das Ding schaut mir so, als kann man es nehmen, aber man kann es nicht nehmen. Bo. So, in dem Schrank ist was drin. Ein Schlüsselbund, sehr schön. So, jetzt kann ich die Granaten natürlich nicht mehr mitnehmen. Und dann kommen wir uns frei. Gut, passt. Schritt 1. Radl am Baum habe ich schon gesehen. Ich glaube, das werden wir später noch mal aufschirmen müssen, weil das macht irgendwie keinen Sinn, das da... Oder kann ich da irgendwas tun? Nein, außer Schirm kann ich nichts tun. Ich möchte die Kanonen wahrscheinlich in die Luft sprengen, nehme ich mal an. Machen wir so. Ja. Da oben fährt der Radl. Das ist okay. Windmill und Bäume. Rechts von der Windmühle über die Bäume. Okay. Granaten brauchen wir noch. Okay, schauen wir mal. Irgendwie, man kann das Ding ja hin und her, da werden wir wahrscheinlich das Radl da oben brauchen. Das da am Baum umhängt. Wie kriegen wir das runter mit der Granaten, ne? Kriegen wir das mit der Granaten, aber meinst tu mir die Granaten her. Good boy. Tu mir den Hund streichen. Oh nein, nicht Granaten. Streichen. So, machen wir diesen hier. Hund, da her. Easy. Das tragen wir jetzt ein wenig umeinander, das Ding. Was? Der Herr Pfantl schreibt, ich bin seit 4 Jahren und 0 Tage Mitglied. Da steht aber dort, du bist has become a member. Weiß nicht, was da ist. Herr Pfantl. Wie du alles aufkackst. Wenn ich 5 Sekunden da, alles aufkackst. Jetzt mal so machen. Ja, jetzt machen wir so. Aufziehen. Schauen wir so. Müssen wir quasi. Ja. Ja. Oh. Eingeladen. So. Okay. So, jetzt schauen wir uns noch mal ganz genau an, was der andere sagt. Rechts von der Windmühle über die 3 Bäume. Fridolin, gleich.
Rechts von der Windmühle. Ich muss jetzt da wahrscheinlich zielen. Ich gucke. Okay. Rechts von der Windmühle. Waren jetzt da 3 Bam. Kann man irgendwie zoomen? Nein. Ich gehe mal rechts. Ja, rechts von der Windmühle. Ja. Ich sehe aber die 3 Bam nicht. Ist das schon die richtige? Wenn ich den jetzt verschiebe. Da sind 3 Bam. Ja, wie weit denn? Da stehen dann schon 3 Bam, aber das sind 1, 2, 3, 4, 5 Strichel rechts. Kann man das in Strichel messen? Rechts unten. Rechts, die sind nah an der Kamera. Ich seh's nicht, ich sag das, wie es ist. Rechts, da, rechts! Ja, ihr könnt's mir am Arsch lecken. Ich schieße es einfach irgendwo hin. Da waren sie doch. Ach, die 3 da. So, warte mal. Und dann drüber. Das Ding da hinten, oder was? Oder was weiß ich nicht, was möchte ich denn mit drüber? Was soll denn ich schießen? Ich schieße jetzt einfach dahinter und schau, was passiert. Emils gezielte Schüsse ermöglichten es Freddy und seinem Regiment, die hintere Linie unbeschadet zu erreichen. Ich suche nicht nach den scheiß 3 Bam, ich suche da, wo ich hinschießen soll, was Sinn macht. Verstehen Sie mich? Als die Militäroberen von ihrem mutigen Einsatz erfuhren, beschloss man, die beiden Freunde für ihre Tapferkeit auszuzeichnen. Hat jetzt irgendjemand da Emil gewusst, Nachrichten wo ich von hinschießen Anna soll, sag? Karl erholte sich langsam und konnte schon wieder laufen. Ja, Wahnsinn! Unterdessen Bereit für über 15er! Ich bin nie bereit für über 15er! Stop it! Und über den YouTube Superchat schon gleich 5-mal! Schluss! Unaufhaltsam. 70.000 pro Monat. Nahezu ein Franzose und ein Deutscher pro Minute. Und das 10 Monate lang. Tag und Nacht. Klingt nach großem Spaß. 8. Mai 1916. Emils Bataillon wurde Oh, ausgesandt, der einzige, der ehrlich ist im Chat, ist der Selbstspieler. Der einzige. Eine Alle anderen Schlüsselstellung in lauter der deutschen Schmatzer. Verteidigung. Da, der wird so wieder weitergehen. Salutieren, Abflug! Der schaut ziemlich daniergelt aus da. Arbeitswack. Arbeitswack. Und da, Dumont. Was ist Dumont? Ich weiß. Sechster ist der Dampfler und der Selbstspieler, die einzigen 2. Oh shit, Motherfucker, was? Nein, du gehst dann nicht drüber. Was tun wir jetzt da? Was soll denn das heißen? ...202. Okay, Learning by Doing. Da war doch gerade... Bin ich jetzt komplett behindert oder da war doch vorher kein Pfeil nicht dort, oder? Da ist jetzt kein Pfeil nicht nach unten. Probieren wir es da. Bis ich herausgefunden habe, was wir tun müssen. Das ist mit Sicherheit nicht gut. Graben wir uns. Nach oben graben sollst. Nein, nicht! Ich hab doch nach rechts oben gedrückt. Ezio! Dogo ist da. So. Aber jetzt wack, jetzt wird's wieder. Oh, du gehst mit der durch. Wo bist denn dann? Wo ist denn jetzt? Okay, wir müssen sowieso. Oh, nein, das ist nix.
Hundstürzen! Ah, dann gibt es die. Guten Hansson, ja. So. Achtung, Top! Geschichtsstunde für Nachschau-Squad, der möchte es lesen. Fort Dumont! Ich weiß nicht, ob es Dumont ausspricht, aber kann sein. Du kannst jetzt auf Pause drüber, kannst es selber lesen. Und, oh, die Flammenwerfer. Das ist wirklich eine dermaßen asoziale Scheiße. Da muss ich immer automatisch bei jedem Flammenwerfer, bei jedem muss ich an Soldat James Ryan denken, nicht schießen, lass sie verbrennen. Immer. Das hat sich dermaßen in meinen Schädel einbrennt, dass es jetzt spät ist. So, Boy! Lass das wieder gut sein. Wir gehen mal hin hier und zünden mir einen Kochlöffel über den Dez. Na, schau wie mittlerweile. Hier, Klonk, Motherfucker. Emilio! Hurry up! Okay. Also Übungspuppen. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir den Hebel betätigen. Da liegt das Ding, ich hab's schon gesehen, dass da. Ja, schauen wir erstmal in den Spind. Erstmal in den Spind gelunzt. Was haben wir da? Ziegelstein. Nein, Munitionskisten. Ja, da oben wichst sie sauber. Da liegen Stiefel. Na, da. Schauen wir mal. Kriegen wir schon. Schauen wir, was da passiert. Das Real da hat sich dran. Und jetzt werden wir einheizen müssen. Die Frage ist, wie? Schauen wir mal, was da passiert. Warum steht der Flammenwerfer Sepp? Das ist natürlich nichts. Schauen wir erst mal da rein. Was haben wir da? Was haben wir da? Ja, ich weiß schon, was wir da müssen. Müssen wir den Typen da mit der Strohpuppen ablenken. Die Frage ist, was dann passiert. Kombiniere. Nicht einen Hund aufgefahren. Braver Boy. Ja, müssen wir uns jetzt schicken wahrscheinlich auch noch. Und jetzt müssen wir den Schund da hinten ziehen. Kriegen wir schon. Ah, Panzel für die Kuh übers Dach, ich weiß schon, tu dich nicht runter. Geht der Wind nicht gerade schwach. Muss man wissen. So, jetzt machen wir so. Und jetzt vergaß den Typen da oben! Hat's ihn schon? Da hättest du mir in den Bunker. Yeah, sagt er. Ja, easy, first try, bitch. Das ist sprichwörtlich der Hans, Bernie, da hast du absolut recht. So, jetzt braucht er Dynamitstangen. Bringen wir mir einen Hund da oben durch. Ja, freilich kriegen wir einen Hund da oben durch. Wir haben ja eine Plattform zum Auf- und Abbauen. So, auf die Plattform. Am Hund tut er ja nichts. Hello, boy! Das bringen wir zusammen da. Bringst du mir eine Dynamitstange? Ah, bester Tag. Bester Tag! Ah, ist mir sauber Bauch gestreichelt. So, drauf. So, jetzt kriegst du jetzt mit Dynamitstange. Ach shit, die hat mir ins Feuerwerfer sollen, du Vollidiot. Du Vollidiot, nochmal. Doggy Boy. Komm her, Dog. Jawohl. So, jetzt machen wir so. Tu mich herlitteln. Tu mich herlitteln. Und dann, wenn wir die so durchwerfen, was das gelangt. Oder wenn wir die da drüber werfen, so. Oder. Tschüss! Okay. Oder auch nicht. Ja, das war eine Reserve-Dynamitstange, die können wir schon noch mal brauchen. Okay, ich verschwinde ins Loh rein. Und Abflug. Und Abflug. Oh, ich muss mich verstecken. Kann ich einfach rausgehen und kann nicht erschlagen, oder? Hat's schon! Fettsack! Ja, gehen wir noch mit zurück aus, schauen wir mit da rein, was da drin ist. Collectible? Nö. Was haben wir da?
Kann ich den da drin, ist der, wenn ich reingehe, auch an der gleichen stehe, oder wie läuft der Hase? Gehen wir rein. Gehen wir mal auf den Deckel. Das brav, da wird ja jetzt irgendwas drin sein. Jawohl. Stungans Collectible, braucht kein Mensch. Braucht dem kein Mensch. Trotzdem machen wir alle Schränke auf, damit nichts passiert. Nichts drin. Oh shit. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein Collectible übersehen. Gut, dass wir das Ersatzdynamit dabei gehabt haben. Easy! Da haben wir aber Sauermeter gemacht. Oh nein! Bosskampf schon wieder? Der schaut überhaupt nicht deutsch aus, der schaut aus wie ein Russ. Oh no. Oh no, was? Oh nein, überall Flammenwerfer. Und jetzt? Okay, auf der anderen Seite noch mal. Springen wir die auf. Sehr gut. Haben wir es schon? Du, wir gehen mal. Wow, das war beschissen knapp, aber ich hab's gewusst, es geht leicht. Das geht ihm leicht. So, jetzt machen wir so. Wir umleiten. Ja. Jetzt machen wir es so. Nein, das war nix. Oh. Wir müssen uns einen hindüdeln. Kannst du noch mal schießen? Noch mal einschalten. Da müssen wir unten durch, hab ich schon gesehen. Oder müssen wir... Müssen wir einen Ausgang wieder... Ja, hab schon. Ich hab's schon gesehen. Oh. Ich muss den Hund zur richtigen Zeit... Warte, wenn wir zuhören. Jetzt halt. Einschalten. Aha! Easy! So, aber Sicherheitsdynamit, nehmen wir mit. Sauhaufen! Kein Pardon! Los, 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 los! Der ist sogar vertont. Vorwärts, Sauhaufen. Kein Pardon. So, Hund nimmt der Dynamit mit, ich nehme Dynamit mit. Dynamit ist gut für uns. Braver Boy. Braver Boy! Nimm nur eins mit. Easy. Easy peasy, cheesy. Lemon. Sakawi. Kann ich da aufgehen? Da kann ich aufgehen. Da gibt es garantiert Collectible. Oder auch nicht. Warum kann ich dann da aufgehen? Das irritiert mich ein wenig. Aber ist ja wurscht. Was haben wir da? Nix. Da geht der Hund jetzt gleich wieder rein. Aber jetzt wack, was ist denn jetzt? Wieso hat denn der jetzt im Bunker so viele Flammenwerfer? Was ist denn mit ihm dabei? Oh shit, Motherfucker. Ups. Springen wir jetzt das Ding in die Luft? Na, passt schon. Haben wir. Na nicht. Wie kriegen wir jetzt den zweiten? Vermutlich weiter oben einwerfen, oder? Ne? Da sehe ich jetzt gerade. Oh, weg da! Hund weg! Ist das da oben drüber zu oder nicht?
Ah, schau ihn. Verdammte Hansen, seine 25.000 Flammenwerfer. So, wie viele Flammenwerfer gehen wir noch? Parole! Parole! Sauerkraut, 3 Pfund! Sprengi! Flachwitz of the day. Auch früher hieß es bei deutschen Staatsoberhäuptern schon, ich erinnere mich nicht. Naja, damals noch formuliert als ich vergaß. Herr Fanzler, den habe ich übersehen. Schluss mit die 15 umeinander pimmeln. Schluss! Merci dir, ich bin hochkonzentriert, ich versuch's zumindest. Jetzt soll er Bonzen mit Flammenwerfer! Herr Fanzler, merci dir, entschuldige, dass ich es übersehen habe. So, jetzt ist die Frage, was passiert. Ah ja, da kommen wir zu, Mann. Okay. Ja, okay. Aber ist das Dynamit, das da steht? Was ist jetzt? Wo ist plus Topf? Wo Topf? Wo Topf? Der Mensch ist jetzt da gestorben. Bist du besoffen? Ich hab nichts gesehen von irgendjemandem, der da stirbt. Ich hab da nichts gesehen. Ich hab hier nichts gesehen. Ich hab hier nichts gesehen. Ja, jetzt lauter Lügenbarone, so schaut's aus. Ich da schlug jetzt den Panzer mit meiner Schaufel, so schaut's aus. Der stirbt und merkt's nicht mal. Ich schirgel nicht so viel, dass ich in den Chat reinschaue und gleichzeitig da reinschaue. Weiß nicht. Das kann ich aber schon nachvollziehen, das ist schwierig zu verstehen. Das steckst nicht drin. Ich hab da keinen Topf gesehen. Oh shit, das ist nix. Ah, das ist nix. Ach, können wir mit ihm nicht einfach vorbeigehen? Nö. Ich sag da keinen Topf. Können wir jetzt da vorbei? Ah ja, da hat es den Raum drin. Da waren wir mit dem anderen nicht, da kann man, er kann sich da durchschaufeln. Collectible! Ja, wir schauen mal da ein wenig. Können wir wieder Zucker auffinden? Stimmt, gibt einen Videobeweis. Nur wenn man sie anschaut. Oh, da liegt noch ein Ding, das seht ihr nicht, das ist hinter mir. Ja, Blueprint. Ich muss jetzt wieder aufpassen, wo irgendeine Schunde aber fällt. Gesöse! Wird jetzt ein scheiß Dynamitstangen in deinen scheiß Auspanzer, du Arschloch. Oh, daneben gerollt. Oh, jetzt stirb! Oh, hätte schneller gehen müssen. Okay. Okay, den lasse ich sehen. Den lasse ich sehen. Das geht auf Zeit auch noch. Ja, man, ich spinnst da. Totally try and error car. So, Hans, jetzt hast du die in deinem Stahleimer drin. Verspeiberten Stahleimer Schund. So, auf. Zack. Dann da her. Da, Zwier. Von Zug aus. Ziel halt gescheit. Oh, nein.
erzähle ich! Miss Bloody Sunday! Herr Grotzer, sprengi! Dann spreng ich aber schon. Herr Grotzer kommt zuerst. Wer lauft das eigentlich mit der Nüsschenbox? Weiß ich aber, ich nehme ein Nüsschen raus. Wieso wird die nicht Lazifix? Ja? Das ist die Infinite Nüsschenbox. Jetzt schauen wir uns erst das an. Was ich jetzt selber anziehen. Es ist Action geladen. Es ist wie ein interaktiver Comic. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ich hoffe, der Chris sagt. Du hast letztes Mal schon gesehen, aber die ganze Zeit an ihren Dingen was. Oh no. Oh. Nicht entluten. Wie, der stirbt jetzt nicht mehr. Dann gibt's Obwohl die Festung teilweise zerstört war, hielten die Deutschen ihre Stellung. Der Angriff war fehlgeschlagen. Das ist jetzt aber nicht das Ende, oder? Ja, das ist Halbzeit. Ah ja, neues Kapitel. Kapitel 3! Enttäuschte Hoffnung. Leise? Ja. Meine liebe Tochter, der Krieg hat mir einen teuren Freund genommen und sein Verlust trifft mich härter, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Ach doch, da ist Karl es ist immer noch südlich von Reims interniert, aber sein Zustand verbessert sich langsam. Was mit dem Hund? Bei nächster Gelegenheit werde ich versuchen, eine Besuchserlaubnis zu erhalten. Und du? Wie geht es dir? Hat sich das Leben in Saint-Mihiel gebessert? Leider musste Karl feststellen, dass sich nichts gebessert hatte. Aus Maries Brief erfuhr er, dass sein Sohn schwer erkrankt war. Karl fasste einen Entschluss. Da der Krieg niemals enden würde, musste er fliehen. Oh, mit dem haben wir, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Oh, so, jetzt! Miss Bloody Sunday! 25 sind Weilen weit zu viel, vor allem jemanden, den ich so noch nicht gelesen habe, mit solch hohen Beträgen. Muss jetzt auch mal ein bisschen mit Geld um mich schmeißen, gehöre seit circa 5 Jahren zum festen Nachschau-Squad und bringst mich jede Woche aufs Neue zum Lachen. Mach weiter so und bleib es bis, bester YouTuber ever, Miss Bloody Sunday. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, das geht auch über Butter. Herzlichen Dank. 25 sind aber 2, aber du bist lange nicht dabei, du weißt es. Du weißt es! So, Schluss. Wer ist jetzt da gestorben? Was ist mit dem Hund, was ist mit dem anderen? Das kann ich nicht glauben, das war stärker inszeniert worden. Das kann ich nicht glauben. Kann ich nicht glauben! Da wird gelungen! Was ist das? Erstmal mit einer gute Idee. Ja, jung und dumm, mit der Faust in den Stahldraht einsämen. Die Musi ist lauter als du. Ja, hilft dir nicht. Aber zwack. Schwandernüchtlings, der Blunderklump. Schwandernüchtlings Wunderklump, okay. So, wir müssen irgendwie. Oh, da haben wir was. Was haben wir da? Was? Du sagst ja gar nicht mehr was. Der möchte Fleisch und das ist sein Wassernapf. Sehe ich das richtig? Gefangenenlager Frankreich. Da, die Würstelbuden. Die Würstelbuden ist die gute Buden. Was haben wir da? Top. Achtung, Geschichtsstunde. Die Kriegsgefangenen. Jetzt wieder auf Pause drücken, ich tue sie wieder weg. Ich wurde darum gebeten, muss ich mal. So, was haben wir da? Das ist ein Sackelgeschäft. Da habe ich die Puppi. Ja gut, schauen wir uns einmal die Buden da durch. Was haben wir da? Kann man wahrscheinlich... Der braucht Medizin. Was haben wir da? Da haben Sackel, da ist ein rotes... Was kann ich da damit? Was den Blirten? Okay, wir brauchen Medizin. Der wird uns dann schon so ein Segel runterwerfen oder was weiß ich, was er treibt. Dann gehen wir mal in die Würstelbuden. Hey Würstelbuden! Würstelmann! Quellgatte, als dabei. Der kann sauber abrauchen. Da hinten ist ein Achievement Collectible. Schauen wir mal, vielleicht hat er seine Pippe einfach da oben im Schrank drin, das kann er sein. Aha, aha. Geheimgang. Und da oben ist auch das Fleisch, ich sehe es genau und Was möchte der? Alter Fritte? Der möchte Hosenträger! Und Tittenfritten oder was weiß ich, was er gesagt hat. Pfütze gibt Pfütze. Pfütze, Pfütze.
So, die letzte Bude. Ja, da darf man rein, wenn wir das Fleisch holen. Ja, ich erkenne die Kette schon. Jetzt müssen wir da einmal durch. Was haben wir da? Was ist das da? Was soll das da stehen? Nur ein Bandel, keine Ahnung. Ah ja. Da liegt der Zettel. Und dann habe ich schon den Loot. Ja, wenn wir doch da jetzt irgendjemandem Hosenträger klauen können, oder? Da liegt der Pip. Ich sehe da wieder irgendwas. Was will der? Der Aster dabei. Alter, ist da dabei? Keine Ahnung, sonst sehe ich jetzt da dabei nichts. Merkt man uns einmal die Schlafdings da. Wird wahrscheinlich auch mehrere Gebäude sein, nehme ich mal an, schwerstens. Die saufen wird sau, da ist das Scheißhaus. Wieso kann ich auf das Scheißhaus aufsteigen? Ah ja, da ist ein Real nicht ganz gut, das werden wir wahrscheinlich richten müssen. Im Wasserwerk und dann irgendwo muss er unsere Ketten einmal anfangen mit, dass wir was kriegen. Wo ist der erste Gegenstand? Ist dieser Gegenstand? Das ist ein Gegenstand, der hilft mir nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Schauen wir mal rein. Ja. Hinterhang gemeldet. Er möchte sich. Ja, und Hosenträger, oh, das habe ich gesehen. Ah ja, jetzt fangen wir an. Schauen wir mal, was Umlaus ist. Oh ja, das sind genau die richtigen Rätsel für mich. Das sind genau die richtigen Rätsel für mich. Aber jetzt müssen wir erst einmal das Real da wieder ohne schmeißen, damit es passt. So. Was? Was? Oh, hat uns da jetzt irgendjemand gesehen dabei, oder was? Wir haben ja im Gefangenenlager. So, dann gehen wir da auf. Löst man auf das First Try das anspruchsvolle Rätsel, für mich zumindest. Das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte wieder zurückdrehen, aber das geht nicht. Ja, so schaut's doch gut aus, oder? Oder müssen beide Rohre? Was liegt denn da eigentlich? Da liegt eine Hundemarke. Jetzt nochmal schauen, was sie alles dreht. Ja, wie soll denn nie das Real da an mir jemals da um mich... Ah, das kriegen wir schon mal. Warte mal. Nein, nicht nochmal ziehen. Gut gemacht. Er sagt selber. Gut gemacht. Jetzt kannst du sauber abbrausen! Kein Duschenwitz, kein Duschenwitz, kein Duschenwitz in der Weltkriegszeit. Nein, 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 nein. Wer hat jetzt die Hosenträger braucht? Irgendjemand hat Hosenträger braucht. Der Würstelsepp. Na, der wollte rauchen. Wer hat einen Hosenträger braucht? Wer von euch hat einen Hosenträger braucht? Wir hatten gleich wieder die Hosenträger braucht, so werden wir wieder vergessen. Der am Dachel oben! Für was hab ich denn euch? Wo waren die am Dachel oben? Auf der anderen Seite hinten, gell? War der da drin? Ne. Weiß ich nicht mehr, wo der. Da war er ganz rechts. Bin unterwegs. War da nicht rechts. Wo war jetzt der am Dachel oben? Die Bude links vom KH. Da warst du doch auf der Seite. Also auf der.
auf Ebene 1. Da können wir wieder zurück aus. Da können wir zurück aus, das ist gut. So. Wo war das Krankenhaus? Da war es nicht. Beim Wursthaus. Haben wir beim Wursthaus aufgehen können? Ja, natürlich haben wir beim Wursthaus da haben wir einen Geheimgang entdeckt. So ist recht. Kenne ich mich wieder aus. Kenne ich mich wieder aus. Ja, easy. Oh, ja, hinter. Komm, fahren wir das Ding um. Los. Snock Frantike. Los, du kriegst Hosenträger, ich krieg Bagelmedizin. So ist recht. So, wie man in der... Ja, gut gemacht. Gut gemacht. So, jetzt haben wir Medizin gekriegt. Jetzt müssen wir zu dem Sackeltypen und ihm Medizin aufgefahren. Und er wirft uns hoffentlich irgendwas runter. Ne? Was wir brauchen. Gut gemacht. Ah, und was kriege ich jetzt dafür? Achso, ich muss jetzt da erst. Warte mal. Hm? Gut gemacht. Ein rotes Tuch. Gut gemacht. Was zur Hölle hilft mir das jetzt? Warte mal, geht's da noch weiter? Haben wir was gefunden? Da schon die. Das rote Halsbandel. Ohne Hosenträger bist du arme Sau, hat er schon recht. Das stimmt. Aber was hilft uns jetzt das rote Halstier? Frag ich mich. Beim Würstelsepp, vielleicht kommen wir jetzt in der Schlafkaserne an dem Typen vorbei. Weil man, soll das da oben ein Halstier hier sein vielleicht? Keine Ahnung. Oder hat er ein rotes Halstier? Ja. Da habe ich nicht drauf aufgepasst. Sag ich dir, also, ist mir schon aufgefallen, dass die rote Halstier haben, aber das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf behalten. So. Ich bringe mir jetzt zum Metzger, dann kriegen wir Fleisch hier und dann gehen wir weiter. Aha. Achtung. Hier. Metzgermann. Metzger Sepp. Tust du mir ein Stück Fleisch aber da schon her, kannst du es sauber abbrauchen. Und mir gibst du ein köstliches Stück Fleisch. Ich nehme das da dabei. Und warum man deine Regalhalter aus Käse? Das frage ich mich. Wir. Ah, stopp, sechs schon. Ja. Jetzt glaube ich, haben wir es. Deswegen sind sie nämlich aus Käse. So aber ein glitschiges, flutschiges Scheißerchen. Ja! Gut gemacht! So, jetzt müssen wir sauber alle abbrauchen. Ne? Der Hund war vorne, glaube ich. Warte mal. Der Hund war am Eingang. So, kriegst du mir ein Fleischi. Eins Fleischi. Und wir kriegen jetzt die Tang. Du Egon! Gib mir mal die Tang! Oh, Der Faden da geschräufelt. Der Vater hat geschräufelt und er ist verliebt in sein Stacheldrahtschau, oder was? Auf. Oh. Jetzt eine Nacht- und Nebelaktion. Ah, lass mich raten, da darf ich nicht reingehen. Das meine ich, habe ich schon geneist. Oh Gott, das wird knapp. Schnell auf. Oh no. Ist das? Ah, Flashbang! Das ist Topf genug! Na, war kein Topf Bayern. August 1914. Kirche Saint-Lalelu. Oh. Mieti. Mieti. Oh, er ist nicht tot. Ist er tot? Ist er nicht tot? Das ist quasi, warum er so grantig ist und wieder in den Krieg will.
Der ist einer da! Ja, was soll ich denn? Da ist ihm da etwas fein. So, was ist da jetzt los? Ich muss jetzt einen Hund spähen. Was ist denn da? Züg mich raus! Ja, gehen wir schon raus aus dem Loch. Der erzählt mir nicht. Tun Sie sich mal nicht hinunter. Oh, jetzt streitet mir jemand den Hund öfter. Oh, er ist kantig. Oh, der ist kantig. Brauchen wir einen Strom. Irgendjemand schreit SOS. Sagen wir noch mehr aus, den noch einmal Grippe. Lass mal den Hund streichen. Ja, schau hier, hat doch die Batterie. Gib Batterie. Ja, geh gefälligst mit, du Penner. Ja, dann steckt das Ding da rein. Ja. Da oben links ist die rote Feder, ich sehe es ganz genau und die müssen wir da einbauen. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie haben wir es einbauen müssen. Aber schon wieder lauteres Dynamitschund. Mach schon mal die Bude auf, da ist ein Schwert drin. Ah ja, ein Schwert. Ja, ich seh's schon. Oh, get away! Easy first try. Easy first try. Es sind deutlich zu wenig. No, im Chat, Kinder. Deutlich zu wenig. Der Hund ist wieder da. Das war so klar, dass er nicht gestorben ist. Das hätte man viel krasser in Szene gesetzt. Ihr wisst es genauso gut wie ich. Dennoch, Ubisoft, ich warne dich. Ja, Mr. Hochingenieur, boah, ich darf mir jetzt Panzer fahren. Ja, und jetzt? Muss ich mit dem Panzer knacken oder was? Ah, Achtung, Geschichten. Gepanzerte Fahrzeuge. Ist der Erste Weltkrieg oder haben die ersten Panzer gekommen, um eben diesen Grabenkampf zum Überwinden, oder? Matthew! Hund einfach beste, da hast du mit 15. Morgen, Schluss jetzt mit dem Krampf! Mr. Hupbuch, Kuss auf die Nuss, Dankeschön, das ist zu viel und Sie wissen es. Was haben wir noch? Das Niemandsland. Oh, hast du einen Fuß eingesetzt, dann war es vorbei. Wer es nachlesen will, drückt auf Pause. Die Frage ist jetzt, warte mal. Ja, da gehen wir noch weiter. Da gehen wir im Bock. Da fahren wir das Klumpen einfach zusammen. Da schau hin! Look at me, I'm the Panzer now! Schaut's mir schwer, wie wir da parken müssen. Wieso können wir noch nicht raus? Jetzt. Was kann das? Das wird vermutlich die Hebebühne sein, nehme ich an. Skuffe! Aber der Bürger heißt Fitschnickers aus Kufstor! Schnell zurück nach Kufstor, wo er immer Kufstor ist, aber das hört sich noch von einem Gras am Kaufer wie meins. Skuffe, mir ist wieder. Du bist ein Nice-Mitglied, das habe ich gar nicht gesehen. Welcome to the Squad, ab in den Chat, aber der ist Skuffe. Wer nicht mitmacht, ist ein Popo-Mann. Muss man wissen. Es ist immer alles fit, weißt du selber, was es ist. Also mein Hirn ist ein bisschen überfordert. Mit dem Sprüh manchmal. Was haben wir jetzt da wieder? Ja, wir müssen mit irgendwas zusammenstanzen, hab ich schon gesehen. Die Frage ist, was? Viereck. Ah, hoppla. Schauen wir einfach mal, was passiert.
Wie stand sie das jetzt? Achso, ja, tot. Hä? Hä? Ja, da muss jetzt erst was rein. Das ist ein Stückel Metall, ist ausgefallen. Ich hab's doch, hey! Ich hab's zusammengestanzt! Also ich muss ja mit der mehrere Sachen stanzen, oder was? Das ist gar nicht so einfach. Du ist schon einfach. Nehmen wir so. Ja. Da ist tanzt der Alps. Geht das, meinst du? Muss gehen. Muss gehen. Das ist auf alle Fälle eine nette Rätselidee. Außergestanzt dann schon. Hier. Hufstor ist der Vorort von Kiefersfelden. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Jetzt komm rein! Merci wieder ein Zückel. Schluss jetzt mit der Donaterei. Schluss! Muss ich mich konzentrieren. So, jetzt kriegen wir eine Kanone eingebaut, oder was? Ja. Ah ja, jetzt können wir das Ding umeinander. Nein, das wollten wir nicht. Das geht dann von selber wieder in die andere Richtung. Jetzt schauen wir mal. Ja. Na, stopp! Na, was tust du denn? Bleib! Oh. Ja, er braucht's lang. So now. Aha! Komm schon, so, jetzt haben wir die mit der Kanone! Du Kackfrisur! Hoffentlich kann ich schießen damit. Kann ich schießen? Ja! Ich habe ein bisschen ein Feeling von einem Metallschlug, sag ich dir ganz ehrlich. Lötze! Kupfstor ist in Tirol. Ja, da kenne ich mich noch wenig aus, so bei uns tun. Merci, Löwe. Ja! Ballert mal wo ist weg da! Ich geh jetzt zum Panzer, du Arschloch! Bitte mal Arschloch! Da, hier, Arschloch! Schießt der ganze Scheißbude, schieße ich kaputt! So sieht's aus! Oh nein, Minen! Ja, was? Genau so wie du jetzt. Was jetzt selber so, dass ich vorher einfach mit rüber schaue. Oh, warte, müssen wir einen richtigen Winkel. Ja, der schießt mir. Ah, ich kann nach oben zielen. Haha! Ich kann nach oben und nach unten zielen, so hab ich nicht gewusst. Haha! Schau mal, was ist das da? Weiß ich nicht. Da fahren wir einfach drüber. Zu was haben wir am Panzer? Ich schieße schon mal in weiser Voraussicht einmal nach vorne. Ja, da steht überall Minenfeld, aber was soll ich machen? Oh. Da wird alles niedergebombt! Alles wird niedergebombt! Großer Spaß, großer Spaß! Endlich, seit ah so, halbe 10 ist schwierig, ja freilich. Seit halbe 10 wird zurückgeschossen! Bavarian Dream! Lese gleich, ich muss ihn fertig schießen! Das ist oben ins Munitionslager eingeschossen. Ah! Freilich fahren wir da mit dem Panzer in die Bude hinein, das hält er mit Sicherheit aus. Ah ja, ganz tolle Idee. Nein, da geht die Panzer! Aber ja, dann fahren wir unter der Erde umeinander! Jetzt ist hier mal Action! Gib ihn! Da wird so weggeschossen, dass du sagst, mal lecker. Nein, müssen wir noch mit Zuggas. Nein, müssen wir noch mit Zuggas. Nein, da müssen wir noch mit Zuggas. Nein, da müssen wir jetzt. Herr Bavarian Dream, also, da wo ich herkomme, ist Landau eine große Stadt, ich wohne ca. 10 Minuten von Landau weg und mein Kauf hat 54 Einwohner, da ist Landau eine Metropole dagegen. Mit der Bavarian Dream, 10 Minuten von Landau weg, das kann dir dann ausnahmsweise nicht kommen, reden wir von Ganaker. Oder von was reden wir? Sag! Da! Da feiert ein bisschen die richtige Muse, ich hab's im Chat schon gelesen. Auf der Weide blüht ein kleines Blümelein.
Und das heißt... Gisela! Fucking Gisela. Wieso kann ich eigentlich nur schießen an den Baum, wenn ich hier einfach durchfahren kann? Sag sie ihm selber. Die französischen Truppen empfingen Lucky Freddy im Triumph. Lucky Freddy! Emil schickte einen Brief an Anna, um sie von der Befreiung ihres Vaters in Kenntnis zu setzen. Die 3 Freunde feierten ihr Wiedersehen. Doch die Freude war von kurzer Dauer. Ja, natürlich war die von kurzer Dauer. Wir haben Auwitz, Reising. Triering kenne ich tatsächlich schon, weil ich da einen alten Mai Spezi habe. Aber 1960. Reising kenne ich auch, aber das hätte ich jetzt nicht sagen Freddy können. wurde an die Somme geschickt, während Emils Regiment auf einem Hügel nahe einem kleinen Dorfquartier bezog. Das Dorf hieß Vauquois. Pourquoi? Sur le pont d'Avignon, on le Hier hatte der Konflikt sogar die Unterwelt erfasst. Von ihren sicheren Schützengräben aus gruben die beiden Lager Stollen und Galerien. Der Minenkrieg hatte begonnen. Das ist was? Okay, wir haben einen Minenkumpel verloren. Und zwar haben sie nicht, ich weiß nicht welche Seiten, waren es die Deutschen, waren es die Franzosen, waren es die Engländer, ich habe keine Ahnung vom Ersten Weltkrieg. Aber irgendwo habe ich mir eine Dokumentation gesehen. Da haben sie ein riesengroßes Loch, also da wollten sie einen Minen- oder einen unterirdischen Gang unter die gegnerischen Trenches halt durch immer Cybergamer! Nein, Schluss. Biergerpanzer, Fahrerpanzer! Ja sicher, Biergerfahrer Panzer. Was da? Und genauso wie im Indonesian Battle, da die Nächte noch ausschauen. Merci dir, Kuss auf die Nuss. Das war der Herr Teilinger auch nochmal hinten neu. Danke für deine Streams, weiter so. Herr Teilinger, Kuss auf die Nuss. Bitte, Herz, jetzt war's den Gang. Es war halt wirklich einigermaßen human. Jetzt kreien wieder dieselben Leute raus und schmeißen mit den 20er an. Schluss. Und der Herr Pfanzl, ich habe schon wieder Angst gekriegt, aber oh Gott, der Herr Pfanzl ist zurück, ich weiß genau, was jetzt passiert. Herr Pfanzl, ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, dass ich es vorher übersehen habe. Kuss auf die Nuss. Cybergamer, merci dir. David, merci dir. Schluss jetzt. Genau. Riesengroßen Stollen baut und dann unten drunter wollten sie es... Mr. Dream! Reising, das ist noch hier, das habe ich gerade noch gelesen. Habe ich schon gelesen. Kuss auf die Nuss. Merci für den Zwickel. Stollenkriege haben in Fashion seit den 1650er Jahren. Das weiß ich zum Beispiel auch nicht, dass man das bei den Burgen schon gemacht hat. Ich habe gar nicht gewusst, dass man da schon Schwarzbücher überhaupt gehabt. Aber du bist genau da jetzt, was du in der Doku gesehen hast. Ja genau, da was diesen also da waren so viele TNT in den Stollen drin und sie haben es nie in die Luft gesprengt. Glaube ich, das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Oder wenn man schon denkt, die werden jetzt 25.000 Kilometer irgendeinen Gang rum und dann in die Luft springen und das gespannt keiner. Interessante Taktik, aber ja, die hätte wahrscheinlich funktioniert. So, jetzt pass mir auf. Jetzt schickt man einen Hund da in das Loch ein. Und mir kämen wir da sowieso nicht weiter, nehme ich mal an. Nö. Jetzt müssen wir da in die Minen umeinander rein. Haben wir mir... Vauquois. Alle Mongos, ja genau. Na, da kann man einen Hund noch nicht reinschicken. Ja, wir müssen jetzt den Minenkumpel befreien, sag ich das richtig? Lolomo! Ja, ist das quasi... Das oben ist schon die Gegnerfraktion, oder die wissen voneinander nichts. Ist das die Anspielung, sag ich das richtig? Glaube ich schon. Hey! Wird auch nicht beide ins Viech. Oh, da müssen wir mit dem Eingraben ins Viech. Kriegen wir schon. Oh, SOS. Oh, dann müssen wir einen Hund holen. Hund, ziehen raus. Der Hund kann das. Ja, und das Collectible lassen wir auch noch holen. Komm. Gibst du, Buddy? Los, Buddy. So. Sehr bien. So. Oh. Nein, nicht weiter. Aber da haben Granaten, was tun wir da noch mit? Da werden wir. Ach, da müssen wir was aufwerfen, ja, ganz klar. Was haben wir die Dosen gekriegt? Ich meine, das war ein Collectible. Haben wir schon. Haben wir sie schon? So, und runter. Haben es schon in die Luft gesprengt, weil der Proxy schreibt gerade, war die größte Explosion bis zur Atombombe. Mir wundert also ein bisschen, Vauquois oder der Minenkrieg. Entschuldigung, ich habe fast nicht auf die Geschichtsstunde gedruckt. Kann jeder auf Pause drücken und sich das in Ruhe durchlesen, der möchte. Weil mit der Zeit... Da werden wir nicht einige kennen, nehme ich an. Doch, können wir schon. Oh, no. Was ist jetzt passiert? Wer ist denn da überhaupt wer? Da haben wir Dynamit. Okay, jetzt müssen wir so in die Luft springen.
Aha. Sicherheitsdynamit, nehmen wir mit. Was bringt uns das? Ah, dann können wir da aufspringen. Ja. Ich sehe schon. Der Minenkrieg. War die größte Explosion nicht die von Helgoland? Die fangen wir bis an. Oh. Ah, das werden wir von da aus nicht geschissen kriegen, nehme ich an. Mal weiter. Jetzt wieder eins rissen. Können wir einen Hund umschicken? Können wir den da umschicken? Die Frage ist, wird das Ozent nö, wenn wir es drüber fahren? Da werden wir jetzt noch ein paar Mal werfen müssen. Ja, wird schon Ozent. So meine ist gescheiter. Und dann schmeißen wir das jetzt da nach rechts oben. In das Eck rein, dann bleibt es nämlich drin liegen und dann fahren wir es gemütlich drüber und hoffen wir, dass es angezündet wird. Dank das? Wir werden den Heavy wahrscheinlich betätigen müssen, das. Aber wie soll man das machen? Da ist doch. Das ist auch das erste Mal, dass man einen Hund da irgendwo hinschicken kann, ohne dass man sieht. Und los. Easy. Da kann ich den Hund wieder hernehmen. Ja, Hund ist schon wieder da. Schauen wir da. Dann kriegen wir den Zünder. Bist du wieder raus? Herr Tollinger! Wie geht's deine Hausbier? Deine Katzen und so? Was, bist du bummvoll? Oder was ist da los? Denen geht's alle blendend. Der Emma geht's gut, dem Knädel geht's gut. Wen haben wir noch? Katzbrocken ist momentan nicht mehr ganz so lästig. Oh, da müssen wir da schnell was auskramen. Weil endlich es wieder einigermaßen besser wird. Der Plötze pennt den ganzen Tag und die Kleine pennt auch den ganzen Tag. Und gestern hat mir der Plötze hat mir eine Maus gebracht und ich erkenne an seinem Geschrei, wann er eine Maus hat. Auslassen. Merci dir. Herr Thallinger, Kuss auf die Nuss. Schluss mit der Donnerei. Biergas Hausbiere, wo? So, was ist da damit? Was genau tue ich eigentlich mit dem Zünder? Komm ich da eigentlich jemals wieder aussehen? Wie geht's am Knädel 9000? Der steht da, der hat es tatsächlich ins Wohnzimmer geschafft. Das glaubst du oder nicht? Jetzt habe ich wieder nicht mehr aufgepasst, vor lauter Schmerzen, wo wir überhaupt sind. Ja, da komme ich ja nicht mehr raus, oder? Da liegt der andere. Ah ja, da können wir was in die Luft springen. Hab ich schon gesehen. Skadoosh. Da haben wir jetzt bald einmal alle. Alle schreien nach SOS. SOS den ganzen Tag. Vollbier-Squad, Bier wo? Das ist eigentlich eine gute Frage. Bei uns in London macht Brauerei zu. Nach 400 Jahren. Da darf mich so stark interessieren, was der Grund ist. Waren es die Gräner? Oder war es der Pächter? Das darf mich interessieren. Da ist er! Der Dr. Zausewart! Jetzt ist er einfach gestorben. Das war eine interessante Darstellung des Sterbens. Na gut, da müssen wir Bananen rauskommen. Öffnen. Oh, das ist aber besser. Das ist aber besser. Lassen wir den runter? Ja, der hilft uns. Collectible übersehen? Das ist möglich. Das schließe ich nie aus.
Der Konsole durchbeißen! Bester Doggo! Press F in den Chat für den Doggo. Wenn wir schon gerne mal dabei sind, smash den Like-Button. Wer den Like-Button nicht ehrt, ist die Kackfrisur nicht wert. Das muss man auch wissen. Na? Ja, und Video wieder 15 Mal geclaimt, dankeschön. So, lass mich der da jetzt in Ruhe quasi, oder wie? Du, ich grab uns aussehen. Wer? Hund, bester Mann am Platz. Wer muss zur Musterung? Ich war nie in der Musterung. Muss mit ihm nicht sterben. Du bist ein Guter. Ich hab dir geholfen, du hilfst mir. Ich helfe dir um. Ich sag das, was ist. Ich helfe. Ich probier's, dass ich ihm umhelfe. Auf mit dir. Sehr gut. Das ist ein Guter. Das ist ein Guter. Sehr da. Das ist ein Guter. Jetzt sitzen wir so an einem Tisch und essen mal ein ordentlich Stück Wurst. Das Schirm geht, haben wir heute schon gelernt. Bürger haben schon von der Musterung ausgemustert. Ich glaube auch. Naja, damals noch nicht. Heute, wenn der Krieg ausbricht, lasst es mich lieber daheim, das ist nix. So, das ist nix. Oh no. Jetzt springt der Spezi ein! Du, fuck! Jetzt doch nicht. Merci. Merci. Was ist da los? Herr Dallinger, Schluss jetzt! Nein, das war Herr Dallinger, habe ich schon gesehen. Aber ich denke, das waren nicht 2 Meter Herr Dallinger hintereinander. Was ist denn jetzt wieder? Oh, ich bin da auch der totale Depp vom Dienst. Alle sitzen mit der Letten umeinander. Da ist der Bavarian Dream was. Krieger hätte umbauen müssen und das ist teuer gewesen. Ja, das ist die offizielle Nachricht. Ob die stimmt? Weiß es nicht. Über 400 Jahre waren wir jetzt so gescheit, dass man die Sachen nicht übersehen hat. Und dann hat der Mike kommen müssen und hat es verkackt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil irgendwas ist schon. Irgendwas ist ihm schon. So. Wo ist die Frage? Was Krieger, aber bitte nicht das Bier, oder? Natürlich das Bier. Kennst du bei uns sonst noch einen Krieger? Ich nicht! So, was haben wir da? Collectible gefunden. Jetzt den Glückwunsch. Die Frage ist jetzt, also da haben wir jetzt die Weinflaschen. Was bringt mir jetzt die Weinflaschen da? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil alle nach der 8. Maß gespielt haben. Ja, wahrscheinlich. Was tue ich jetzt mit der Weinflaschen? Ist da irgendjemand gesessen, der Wein sauft? Ich hab nicht aufgepasst. Sag das, was ist? Da haben schon wieder die... Oh, da liegt der Schrammschlüssel umeinander. Okay. Du saufst eh nur ein Gustl. Ja, trotzdem ist die Brauerei Krieger seit über 400 Jahren Bestandteil dieser Stadt. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn die zumachen muss, weil irgendjemand was ganz eigentlich nicht... Ah, das Ding, das brauchen wir von den Deutschen haben. Wem müssen wir jetzt die Weinflaschen hinschmeißen, dass wir an irgendeiner Stelle weiterkommen? Das sind alles die Franzosen. Wein auf dem Heb. Meinst du, auf dem Hebe? Wirfst du ihm die Weinflaschen auf den Hebel? Meinst du, ob das geht? Könnte. Tatsächlich. Haben wir auch noch nicht gehabt. So wie der Freiweg wie es ist, haben wir glaube ich auch noch nicht gehabt. Haben wir jemals auf einen Hebe drum geworfen? Mal nicht. Ja. So ein komischer Scheiß. Komische Scheißkisten schon. So, jetzt kann ich den Hund da reinschicken, aber was bringt mir das? Was ist mit dem Hund? Wo ist der Hund? Hund wo?
Was ist das? Immerhin. Das ist ja der Stiebel, der läuft doch normal immer noch. Hauptsächlich auf den Nebenwerfer schmeißen. So, jetzt gehst du mal da rein. Ach, jetzt ist er da oben. Jetzt kannst du mir die Tang klauen. Klau mir mal die Tang. Jawohl, und dann komm da her. Ja, wieder zu mir mal. Gib mir mal die Tang her. Woher er da unten weiß, dass da oben erstens die Deutschen sind und zweitens die Zange liegt, das wissen wir nicht. Aber das kehren wir wieder unter den Tisch hinein. So, Vollsprint nach links, da war glaube ich der Kasten mit dem roten. Ja, genau. So. Hinten haben wir noch ein Collectible, schaut nach einer Munitions... Nein, was ist das? Weiß ich nicht. Nein, wieso muss ich da irgendwie... Manchmal muss ich oben bleiben, manchmal nicht. Nehmen Sie es als gegeben. Werde ich wahrscheinlich tun, wie so oft in Spielen. Vor allem im Moment bei meinem eigenen Spiel momentan auch so ein bisschen Gedanken, langsam, aber sicher, in was... Wo müssen wir sie fahren? Zu einer hin? Oder müssen wir es oben fahren? Wo müssen wir zu einer hin? Ich mache mir also langsam ein bisschen Gedanken über mein eigenes Spiel, das ich gerade mache, in Unreal etc. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, nach dem Stream und nach dem Gameplay zeige ich vielleicht noch ein bisschen was her. Was ich gemacht habe, optisch ist nicht viel Neues zu sehen, aber der ganze Unterbau ist neu und ein paar Kleinigkeiten, neue Sachen sind drin, die man durchaus einmal kurz herzeigen kann, glaube ich, wenn es euch interessiert, um Gottes Willen. Ja, in welche Richtung das wir gängen. Wie schauen die Viecher aus? Wie schaut man selber aus? Was für eine Geschichte hat man dahinter und so weiter? Braucht's das? Ah, riesengroß! Bum, bum! Und der Herr Tollinger ist auch nice Mitglied geworden schon wieder. Achtung! Kuss auf die Nuss! Welcome to the squad. Ab in den Chat habe ich die David, wenn er mitmacht, Kackfrisur. Die französischen Offiziere rühmten sich der Merci. schweren Verluste, die sie dem Feind beigebracht hatten. Verbittert Erst mal ein lehnte Glas Wein. Emil es ab, für etwas ausgezeichnet zu werden, das er als feigen Akt betrachtete. Annas Vater, den Klauen des Barons von Dorf entrissen zu haben, erfüllte ihn und Freddy jedoch mit Stolz, konnten seine Forschungen doch fortan nicht mehr für die Produktion von Kriegswaffen genutzt werden. Da freudige Augenblicke in diesen Zeiten rar waren, wollten sie diesen möglichst auskosten. Doch die Nachrichten, die Anna brachte, waren alles andere als gut. Karl war bei seiner Flucht aus dem Gefangenenlager getötet worden. Was? Auf die Nachricht von Karls Tod erkrankte Emil schwer. Das ist doch auch wieder gelungen, oder? Es ist auf sauber zu unspektakulär, oder? Der hat doch bloß seinen Hundsmarken verloren. Ah, Flashbang! Ah! 5 Tage zuvor im Gefangenen, ja, und jetzt hat er Limmer, was bei ihm los war. Der Kari, dem feiert er nichts, jetzt warte mal erst. Jetzt warte erst einmal. Was? Oh, ich muss wahrscheinlich wieder laufen. Oh, ja, ich lauf schon. Oh nein, da muss ich wieder. Ach, da stehen wir wieder 15 Mal, ich weiß genau, wie das ist. Ich versteck mich da drin. Und oben. Die in die Taschenlampen. Oh shit. Und nicht die umhauen? Gib mir das so wieder raus. So. In was für Richtung muss ich denn überhaupt? Muss ich nach links oder rechts oder keine Ahnung? Gu. So, was passiert jetzt da? Okay. Oh, die chargen ganz schön schnell umeinander da. Okay, wir gehen da. Dann gehen wir da um. Ja, ich check schon. Okay.
Also sofort da oben und sofort da hinter den Staden. Okay. Dann gehen wir wieder. Okay. Ja. Wir fahren einfach durch. Ja? Fahren wir einfach durch. Ja, wir fahren einfach durch. Ja, mehr Dusel als Verstand einfach gemacht, wird schon passen. Ich rieche den Vierer, kann nur einzigen hin! Ich hab einen Hund gehört. Oh nein, es dauert ewig. Wenn ich selber vorbeischaust, bin ich gefickt. Auf ins Baumhaus! Hier erwartet mich niemand! Oh, da geht's noch weiter auf, wahrscheinlich. Das haben wir aber massiv im Baum. Der goldene Apfel, der erinnert mich ein bisschen an Creepy Tail. Aber was tue ich mit den Äpfeln da rum? Kann ich mit den Äpfeln was tun? Ich kann nehmen. Was? Was? Okay, check jetzt nicht ganz mit den Äpfeln, aber ist ja gut. Ist ja okay. Wie ist er denn da jetzt davor gekommen? Das spielen wir jetzt nicht gerade. Oder meinst du mich in der Situation jetzt gerade? Die Frage, was kann ich mit denen muss ich was da erkennen, die haben so gelb. Oh, 3 goldene Äpfel schon hin und nie wieder aufgepasst. Too obvious. Was die jetzt um die Äpfel knüffeln. Ja, erst einmal 4 Stunden goldene Äpfel anstarren, weil... Was ist was ist. Da. Oh, da liegt was Süßes. Oh, look, a penny. Oh, der Bavarian Dream hat natürlich mehr Programming gemacht. Wenigstens einer, das wertschätzt. Wenigstens einer. Ah. Um ehrlich zu sein, mich wundert's auch. Sag das freiwillig, was ist. Oh, da ist Tang. Oh shit, das ist schon wieder das Arschloch da. Okay, da haben wir ein Radl. Was haben wir mit dem Radl? Was kann das Radl? Ja. Eine Zugbrücke zum Baum umlassen. Muss man wissen, wir haben ja da beim Kevin allein zu Hause im Keller. Des ersten Jahrhunderts. Ah ja, jetzt können wir da so oben. Oh no. Oh no! Das ist kein Doppel, ich bin nicht gestorben. Hey, wir haben ja nicht gestorben. Na, muss ich den Scheiß jetzt nochmal machen? Oh no, oh no. Oh no. Geh ab, ach. Das ist aber schon fein. Ah, schon ein Stückchen, gell? So nicht. So nicht. Plus so ein Topf. Ah, jetzt 204. So, draufdreschen. Holen wir jetzt noch einen Whisky oder holen wir jetzt noch einen Whisky? Holst du mal einen doppelten Whisky, Herr Dampfler. Da bin ich dafür. So, runter mit der Bude. Da hat Miese schreibt, das war ein Topf, dann war es ein Topf, das hilft ja nicht. Haben wir bei 204. Wenn euch das nicht gelangt, dann weiß ich es auch nicht. Stimmt's mal im Chat ab, wie viel Whisky sich der Dampfler holen soll? 1 oder 2? Ab in den Chat, los. Irgendjemand muss ja für Interaktionen sein. So, jetzt muss auch vor mir stehen bleiben, da stehen bleiben. Okay, Tang. Gibst mir mal die Tang her. Haben wir uns das da so umgelassen? Haben wir überhaupt so weit gekommen, dass wir einen Stahl drauf durchzwickern? Nicht, gell? Ja, jetzt warten wir, was passiert. Und nein, der ist da! Was? Wieso kommt der vor mir hinter mir? Meine Güte! Ach komm! Oh, was eine Hurensohnstelle! Was eine Hurensohnstelle! Geh einfach gleich. Der war doch gerade noch unten und ist nach rechts gegangen. Ich mach denselben Fehler einfach 2-mal. 205. Vor allem, dass ich den Scheiß da jetzt mal machen muss. Der ist vorher schon von hinten gekommen. Ja, aber ich hab nicht drüber nachgedacht. Weil es keinen Sinn macht, dass er vor mir oben hinter mir kommt und nicht unten. Wenn ich nur eine Szene vorher unten noch sehe. Das ist ein Scheiß. What a crap!
Und dass ich jetzt wieder 4 Stunden lang das Tier auftragen muss, ist das allerhinterletzte von allen letzten Sachen. Das schwimmt dem letzten mit den Schwimmflügeln nicht neu. Auch wieder Mittwoch hat er wieder keine Geduld. Natürlich, am Mittwoch haben wir nie Geduld. Wir haben am Montag mehr Geduld als am Mittwoch. Sag mal! Außerdem was Geduld? Ich hab extra gewartet und bin deswegen verreckt. Weil ich wissen, wo der Bund nicht bekommt. Da, jetzt kommt er nämlich unten links. Da, Abflug. Scheiß Kackfrisuren. So, aufzwickt die Bumsbude. Easy. Herr Eberle! Wird gemacht. Kuss auf die Nuss. Muss man. Na. Gib na! Okay. Wow. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. 206. Hab ich nicht aufgepasst, weil ich aufgeschaut habe, weil ich wissen wollte, was der andere treibt. Dabei schaut da unten auch jemand zu. Hab ich nicht aufgepasst. Hab ich nicht hingeschaut. Hab ich nicht hingeschaut. Hey. Hey. Da ist ein Vogelscheich. Was tust du? Kannst du leichten? Was ist mit dir? Ah, da müssen wir mit der Weinflasche das Licht runtertreschen. Hab ich schon gesehen. Hab ich schon gesehen? Hey. Hey. So, das machen wir jetzt folgendermaßen. Die Frage ist... Ja, den nehmen wir mit. Ja, und Abflug. Easy. Da gehen wir easy durch. Hey, hey. So, dann machen wir diesen hier. Oh, das ist einfach ein Weinflasch. Ach Gott! Also, das sind Hurensohnsteine. Das seid zwar nicht besser, aber das sind einfach nur Fotzensteine. Wenn du 2 Sekunden zu lang stehen bleibst, kommt random von links einer rein. Da läuft der Fotoarschlag. Das ist der Volllaufer, habe ich gesagt. Ah, hab ihm schon geschrieben, sind wir bei 207, der hat sich nicht da. Jetzt nicht schon wieder Hosendreh drin. Herr Eberle, ich wünsche weiterhin viel Spaß mit dem Spiel. Falls die noch nicht fertig sind, das weiß ich nicht. So. So. Und wir fangen das Laufen an. Ja, da liegt der Collectible, das ist nicht so, aber wurscht, müssen wir mitmachen. Oh, das war beschissen knapp. Ja, das war beschissen knapp, was soll ich machen, ne? 14? Ah, ja. Okay. Let's have a look. Das ist ein Schofel. Gell. Nee, du wisst, was du hast. No. Flauschwolken. Bleibt sie auch nicht stehen, Schofel. Bleibt sie auch nicht stehen. Übersteckt nicht zwischen den Schofel drin. Ja. Nee, nein, nicht stimmt. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich muss mich hinter dem einen Schaf verstecken. Hinter dem einen. Bin jetzt gekommen, wie sie die umdreht hat. Wo was ist denn hier? Nee. Ja, kriegen wir schon. So, oder Abflug. Abflug! Oh, jetzt wird es aber stockfinster. Ab in die finstere Nacht. Ich bin jetzt gespannt, wie es ihn erwischen. Oder ob es ihn überhaupt erwischt. Oh. Ah, ich verstehe schon. Moven und hinter die Starren stehen bleiben. Ist cool gemacht mit den verschiedenen Ebenen und so. Ich finde es immer noch lustig. Oh. Das war knapp. Okay, laufen. Hinterm Baum stehen bleiben wahrscheinlich. Ja. Oh, da war ein Collectible, hast du genau gesehen. Ah, jetzt müssen wir noch mal schnell abwarten. Und moven. Dann müssen wir stehen bleiben.
Es kommt keine Leuchtraketen mehr. Oh no. No, 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 no. Oh no, no. Die werden ja den erst nicht den jungen Karl da sterben lassen, oder? Abflug. Was haben wir da? Sacre! Sacre! Sacre bleu! Der Wilfried! Wilfried, nein! Was tut er da jetzt? Kommt nichts da. Der Karl! Ja, die Deutschen schauen alle gleich aus. 15. September 1916. Die blutige Schlacht an der Somme tobte weiter. Etwa 1 Million Soldaten starben oder wurden verwundet. Freddy wurde von den Briten eine neuartige Kriegswaffe anvertraut, die einen bedeutenden Fortschritt in diesem festgefahrenen Krieg Ein darstellt. Panzerchen? Doch auch Baron von Dorf setzte auf diese Schlacht. Weiß jemand, wie weit wir seinen sind ungefähr, dass wir beim Vorgesetzten nächsten Mal glänzen. fertig werden? Schaffen wir das nächste Mal? Ist der Herr Eberlehner da? Ist der schon fertig damit? Halt, stopp! Das ist nämlich gerade, ich habe gerade schockschwere Not auf die Uhr geschaut, es ist 10 nach 10. Weiß jemand, wie weit wir sind? Es war ja wirklich immer in so Story-Games ganz furchtbar wichtig, wenn dort steht, bei wie viel Prozent das man ist. Das war einfach geil. Das wäre einfach toll. 35%, ja klar. Ja, Farbe ist eine Frage eigentlich. Eigentlich haben wir ja immer bei 26%. 25, 26 ungefähr. Ungefähr. Puh, ich glaube, weit hast du nicht mehr. Ja, dann schaffen wir es beim nächsten Mal. Schaffen wir es beim nächsten Mal. Wieso müssen wir jetzt mit Sicherheit noch eine Stunde oder 1,5 ohne Minimum, ohne Spulen und ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie weit das wir sind. Sag ich dir, was ist. Jetzt kommt wieder ein Streamer-Geheule. Was für Streamer-Geheule? Was ist ein Streamer-Geheule, Mr. Bavarian Dream? Ich habe 5,5 Stunden gebraucht. Wie lange spielen wir jetzt ungefähr ohne? 4,5. 800% Zusatz. Du bist vor Chapter 4 und das hat noch 5 Missions. Dann werden wir die beim nächsten Mal machen. So schaut's aus! Na, was hat man sonst damit? Hier. Außerdem, China Cliffhanger. Was war denn die bedeutendste Erfindung im Ersten Weltkrieg? Außerdem, warum ist denn schon wieder 10 nach 10? Wir haben ja doch nix da jetzt. Wir haben uns gerade erst da hergesessen, los geht's. Wie lange haben wir noch und wir brauchen eine Prozentanzeige? Ach so. Ach so. Aber ist das typisch für Streamer? Weiß ich nicht. Mir geht's ja bloß darum, dass wir nächstes Mal nicht 10 Minuten ohne spielen und dann ist geil. Dann sitzen wir nämlich da mal mit Nein und denken wir uns so. Was? Weiß nicht. Naja. An alle, die sich glaube ich davor schleichen. Gameplay ist now over. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen und check mal die Glocke aus. Ja, ist die aktiv? Ist die Glocken aktiv? Bevor es sich wieder alles schleicht. Kuss auf die Nuss. Danke, Birger, ist ein geiles Spiel und geile Streams. Claudia, du bist die Einzige, die mir lieben. Und Jacqueline auch. Das kennen nur die krassesten Programmer, wo dieses Jahr ist, aber ist ja wurscht. Ich schaue fast immer auf How Long to Beat, wie lange Spiele dauern. Ja, tue ich auch. Aber da muss ich immer an Average, muss ich da immer so 10% ohne hängen, weil, weißt du, wir fangen nie direkt um 10 nach. Dann stehe ich mir wieder wie ein Behinderter. Manchmal bin ich schneller. Mittlerweile mache ich es so, dass ich mir einen Walkthrough suche auf YouTube, der in einem Stück ist. Und dann klicke ich mich langsam nach vorn bis zu Stellen, die ich kenne, ohne dass ich auf Play drücke. Und sage dann so, ja, wir haben genau da. Das heißt, okay, da haben wir jetzt bei einer Stunde und ich habe 1,5 Stunden gebraucht. Das heißt, er braucht 3 Stunden, also brauche ich dann 4,5. So, ungefähr. Dann weiß ich ganz genau, okay, auf 3 Streams sind wir fertig. Die erkennen alle den Plan nicht, der Stream muss ja auch ausgefüllt sein. Sechst das ja Dogner? Der Dogner hat Ahnung. Der Dogner, der hat Ahnung.
Nein, und so, wir haben den Stream nicht mehr vollgekriegt. Mit irgendwas. Mein Alter heißt, ist es Horst in Österreich. Ja, liest sich bloß ein bisschen. Mein Alter heißt Kakline. Spielzang. Was? Senfgas, oder war das im zweiten? Nein, ich glaube, Senfgas und Chlorgas war im Ersten Weltkrieg. Aber hat man im Zweiten Weltkrieg überhaupt noch auf diese Art und Weise Gas benutzt? Und wenn nicht, warum? Ja gut, da sind einfach die Flieger über die drüber geflogen und haben die zusammenbombt. Ich glaube, ich war ein bisschen effizienter als da irgendwelche Gasartilleriegranaten nur mit zum Werfen. Warum eigentlich nimmer? Warum hat man kein... Nein, ist verboten worden. Weil ein Hitler so viel interessiert hat, was verboten worden ist und was nicht. Aber ja, ist mir auch gerade in den Sinn gekommen, ähnlich wie Flammenwerfer, die glaube ich sind nämlich auch verboten. In einem Krieg halt Sachen verbieten, ist halt auch irgendwie lächerlich. Wieso hat das auf einmal einen Hitler interessiert, so... Ah, scheiße, oder? Das lassen wir bleiben. Wir greifen nicht rundherum alles sowas nicht bei 3 am Baum ist, aber klangt es ja kein Gas nicht an. Das ist verboten. Nein, das ist verboten. Es hat keinen Stellungskrieg mehr gegeben. Ja, gut, das stimmt. Und dann macht Gas natürlich keinen Sinn. Zu schnell Kugeln haben auch verboten. Ja, heute ist das wieder ein bisschen was anderes. Weil der Adi im Ersten Weltkrieg einen Gasangriff mitbekommen hat. Oh, das macht natürlich Sinn. Flamer waren im World War II noch weit verbreitet. Ja. Gas als Kriegswaffe? Nee. Gas anderswo? Kein Problem, Digi. Ja, das war Hitler-Stuff. Weil auch ein Hitler Verbündete braucht hat und die wären sonst davon. Ja, macht auch Sinn. Ja, so ABC-Waffen sind bitte nicht erlaubt. Im zweiten Durchgang haben sie die schlimmsten Nervengase entwickelt, die in Sekunden töten. Die Japaner waren, glaube ich, die einzigen, die es im Zweiten Weltkrieg nur eingesetzt haben, aber keine Ahnung warum. Ja, weil die Amerikaner haben per Kamikaze in amerikanische Flugzeugträger geflogen. Und da fragt sich auch jeder so, warum? Herr Geibefee, grüß dich, ich bin's, der Eurofuzzi. Kennst beim Pap, der 6 Millionen $, Mann. Ja, schön was. Da ich nämlich nicht fragen, ob ich auch nicht haben kann. Herr Geibefee, merci dir. Flammenwerfer ist nicht ganz verboten, nur nicht bei Zivilisten. Also er ist nur bei Zivilisten verboten. Was soll jetzt so schnelle Kugel sein, at Burning Crusade? Das hat mir auch irgendwann einmal jemand erzählt. Es gibt eine Kugel, die fliegt so schnell, dass du am Schock stirbst. Oder irgend so ein Kass. Aber da haben wir viel nur Waffennarrische herin, die mit Sicherheit wissen, was das zu bedeuten hat, wenn Kugeln zu schnell sind. Geht's doch nicht eher um eine bestimmte Art von Geschoss und so? Holzspitz, Ding, ich kenne mich nicht aus damit, aber dass bestimmte Munitionstypen, Kaliber vielleicht auch verboten sind. Ist nicht vielleicht auch verboten, dass ich mit einer, weiß ich nicht, 35 mm Kanone auf Menschen schieße? Oder mit einem Flakgeschütz auf Menschen schieße? Ich weiß nicht, was soll das? Oder schießt du eine Kugel, nichts mehr da, Ende der Geschichte. Das mit dem Schock ist absoluter Kumis, dachte ich mir schon. Da dachte ich mir schon, dass das jetzt gleich kommt, wenn ich das sage. Ich schieße mit Ziegel. Kugeln, die einen Gewebeschock auslösen, gibt's fürs gute alte STG 77. Weiß ich nicht, was das ist. Und die Wehrmacht so, halt mein schwerer Gustav. Ja. Die 300 Leute braucht zum Nachladen. Dumm sind verboten. Das ist das Ding, das aufgeht, oder? Vorne hast du so ein kleines Logo mit einem kleinen Finger und hinten fährt der Bugel. Lauter so asoziale Scheiße. Ja. Auf das kann er der Mensch. Das kann er. Und sich einen Scheißdreck erfinden. So. Jawohl, STG 77! 2000 Bürger fix, seit wann geht's hier um World War II? Weil es in dem Spiel um den Ersten Weltkrieg geht. Und da kommen auch ein paar so Geschichtsdinger auf, wie der erste Panzer und was ist das, Niemandsland und Zeppeline und Gasangriffe und was weiß ich. Wenn die Kugeln zu schnell sind, fliegen sie einfach durch das Ziel durch und übertragen nicht die ganze Energie in das Ziel. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Da hat sie tatsächlich auch einigermaßen logisch an. Wenn die Kugel so dermaßen schnell ist, dann fliegt sie einfach durch, ohne Schaden anzurichten.
Ja, ich glaube, ich verstehe deine Logik schon, aber ich kenne mich halt nicht aus. Ich glaube, der Selbstspieler hat da Ahnung. Der schießt, glaube ich, am Tag mindestens 14 Magazine aus seiner AK 47. In irgendeiner Betonwand. Gut, geil. Merci für den Zickel. Terry Birger, super Stream wie immer. Dank dir habe ich einen ganz besonderen Menschen kennengelernt. Merci dir. Ha! Wenn ich fürs erste Mal eine Zipfel verantwortlich bin, kriegst du mir den Daumen nach oben und ich hoffe von dir auch. Falls das jetzt wieder alles kaputt gemacht hat, hey, Entschuldigung. War knapp. Gut, geil, merci dir. Viel Spaß. Und gern geschehen. Steyr-Aug, STG 77, das österreichische Sturmgewehr, wenn es die Lulus heute auch noch haben. Ist das greiseligste Gewehr auf der Welt? Der Aug halt, aus Counter-Strike kenne ich die und sonst nirgends. Steyr-Aug, die gute alte. Greiselig wird noch finster, aber soll ich was kennen. Ja, aber deine Nerven kriegen einen Kollaps und du erleidest einen Herzstillstand. Zeitweise erblindet. Aber das mit Uranmoon ist doch vor die Russen ein Experiment gewesen, oder? Ja, aber die gute Bullpup, ja. So, die sogenannte Mannstoppwirkung. Habe ich auch schon mal gehört, den Begriff, ja. Geil, wie viel Sepp, kein Witz. Mein Opa war vorher in der Wehrmacht, damit er nicht in HL musste. Hitlerlugend? Was? Was meinst du mit HL? Was ist ein HL? Die Wehrmacht war bis Anfang die 40er nicht unter den Ade seiner Fuchtel. Was ist HL? Was ist HL? Ich weiß nicht, was HL ist. Meinst du nicht eher HJ? Ah ja, vertippt. Gut. Gott sei Dank, ich bin wenigstens nicht komplett behindert. Damit er nicht in die Hitlerjugend hat müssen. Ja, gut. Mein Opa war auch im... Ich habe meinen Opa nicht kennt, ich habe bloß ein paar Geschichten von der Oma kennt. Der ist dann irgendwann wieder verwundet worden, dem haben sie da irgendwie ins Handgelenk geschossen. Also das ist alles, was ich weiß oder glaube zu wissen. Und dann weiß ich nicht viel von diesen Geschichten. So. Was machen wir einen Cliffhanger draus? Spät sage ich euch nächste Woche. Gibt's mehr Progress? Gibt's mehr Progress? Gibt's mehr Progress? Ich mag es auch nicht jede Woche herzahlen. Das ist auch nichts. Das ist nichts. Da schmerzt mir lieber nur gute 5 Minuten, ist das selbst. Die ist unser super Puffen besser, die Plastikpuffen, die Deutschen haben. Was haben wir mit mir? Ich war im Bund. Ich kenne das, haben wir nicht einmal das G36 gehabt oder so? Ist das nicht so das Bundgewehr? G36? Der Kollege schreibt, nein, jetzt bin ich extra länger blieben, Mann. Ja, Clickbait, Bitch. Ganz geschicklich ist das Spiel auch nicht. Die ersten Panzer hatten die Briten kurz vor dem Ende eingesetzt und daher kam an Ade seine Faszination für die Dinge. Austria! Yes! Haben wir einen Nachschau-Squad. Hoffe, ihr habt einen geilen Stream gehabt. Zukunfts- und Vergangenheits-Austrian. Kuss auf die Nuss! Merci dir wie immer. Ich sag nichts mehr. Ich sag das, wie es ist. Ich sag nichts mehr. Ich weiß nicht, was das soll. Manche Leute müssen im Monat 5.000 Euro verdienen. Das gibt's nicht anders. G3, guter alter Stahl. G36, Plastikbomber. Okay. Herr Austrian, merci dir. As always. Please. Stop it. Stop it. Sagt's mir lieber, was wir nächste Woche spielen. Montag. Es ist Simulator April. Und wahrscheinlich, so wie mir das anschaut, auch noch Simulator Mai. Gibt so viele Simulatoren. Der Bahako hat einen Haufen Zeigen ins Discord eingeschrieben. Ja, schauen wir mal. Irgendjemand schreibt Uncharted. Uncharted Sim. Okay, das spammen. Ich glaube, ich bin ja, glaube ich, entweder für einen Drug Dealer Simulator oder aus gegebenen Anlass oder für einen Kaufhaus-Simulator. Oder ein Bierbrau-Simulator, hört sich auch gut an, Mr. Hupbuch, der hört sich auch sehr gut an. Goat-Simulator, ja, vielleicht ist jetzt die Zeit für den endlich mal gekommen. Hausflipper, da gibt es einen neuen Teil, der ist, glaube ich, der kommt irgendwann im Laufe des Aprils. Hausflipper 2.
Nick, gute Nacht. Birger, war super Stream, das freut mich. Hauen Sie sich hinein. Der Gym Tonic war schon geil. Das Gym Tonic war wirklich... Der Typ, der das einer geschrieben hat, ich habe wirklich den Kruzifix, wieso komme ich da selber nicht drauf? Kruzifix. Der Gym Tonic war wirklich stark, ja. Ihr Vollidioten. So, um jetzt den anderen nicht komplett zu enttäuschen. Ich hoffe, dass er noch da ist. Wo ist denn der Kölner Grantler? Wo ist er denn? Sag ich da halt noch ein bisschen was. Möchten Sie es sehen? Kurze, also wirklich eine ganz kurze Demonstration. Ich spiele kurz dahin. Wie gesagt, es wird ein Survivor-like, sowas wie Vampire Survivor und DRG Survivor. Ein ganz simples und einfaches, aber süchtig machendes Spielprinzip. Optisch, was wir sehen, ist uns noch vollkommen wurscht. Es sind alles kostenlose Assets, bis auf die Viecher, die kommen. Das sind schon richtige Assets. Und ja, mit dem Viech, mit dem ich umeinander laufe, das läuft noch auf der Stelle und dann scheiße vollkommen wurscht. Pass auf, wie machen wir das? Ist da irgendwas offen? Nein, machen wir so. Also, und ich werde einfach ein bisschen hineinphilosophieren, was ich mache so viel, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, was ich alles gemacht habe. Und für euch, für viele, die es das letzte Woche vielleicht schon gesehen haben, werden sie sich vielleicht auch aufhören, das ist überhaupt genau dasselbe letzte Woche, ich verstehe es nicht. Ja, wie gesagt, ich habe den kompletten Unterbau neu gemacht, Waffen sind komplett neu programmiert mit Elternklassen und die ganze Scheiße. So schaut zum Beispiel der Game Mode aus, der hat Viecher nachspawnt, der die Events spawnt, der ist auch teilweise neu gemacht. Das ist Ablaufcode vom Spielercharakter und so weiter und so fort. Ich drücke jetzt einfach mal auf Play und labere ein bisschen. Im Vergleich zur letzten Woche, wir haben eine neue Waffe und zwar die Shotgun. Hallo Shotgun! Ich drücke jetzt einfach mal auf Play und schauen wir, was passiert und laufe ein bisschen im Kreis umeinander. So, da sind wir. Schönen Grüß Gott. Und jawohl, ich bin ein kleines Roboterviech, das halt, wenn stehen bleibt, leider Gottes immer noch in der Wegschicht umeinander läuft, aber weiß das eh. So, ich starte jetzt das da einmal nochmal schnell rein, weil ganz ehrlich, irgendwas ruckelt da schon wieder umeinander wie behindert. Performance unter aller Kanone, wir sammeln mal den ganzen Scheiß einmal ein. So. Wo unterscheidet sich die Schrotflinte von den anderen Waffen? Die schießt immer nur nach vorn. Sobald Viecher in den blauen Radius reinkommen, schießen wir mir da drauf. Boom. Dann haben wir da neue Viecher, da siehst du eine oder Motorradhelm so ein bisschen auf. Das sind so die ersten unterschiedlichen Viecher. Da hinten fliegen ein paar, die kleinen Kräler, die fliegen, die haben bloß noch keine Flügel nicht. Und die anderen, ja, da schießen wir mal fett mit der Schrotflinte hinein, wunderbar, dann droppen die XP. Es ist auch alles sehr neu gemacht und etwas performanter vor allem auch gemacht. Und ich spiele das übrigens gerade mit der Tastatur. Kill the Magma Crawler, that's one big boy. Da wird der erste Event getriggert, das sagt man oben, Stage da. Oh, jetzt haben wir Schaden gekriegt, das ist natürlich nichts. Ich muss natürlich ein bisschen auf die Viecher zielen. Zack. So, die Schrotflinten hat auch schon ein Ultimate, das geht folgendermaßen, das schießt dann wild im Kreis umeinander. Oh, Level Up. So, und das hier ist alles von Grund auf, wie soll ich sagen, technisch neu gemacht. Wenn ich irgendeine Waffe neu dazu mache mit irgendwas, was da drin upgrade-fähig sein soll, dann brauche ich in Zukunft nur noch in der Datenbank von der Waffe einen Punkt auf ein Plusdrucker, gibt dem Ding einen Namen und einen Wert, 2%, 10%, keine Ahnung, pro Level. Und dann erscheint das automatisch in dem Pool bei Level Up, sobald ich die Waffen in meiner Hand habe. Da unten, ja, da unten sind Waffenslots, wer es noch gar nicht gesehen hat. Maximal kriegst du 4 Waffenslots. Und ja, so, wir haben jetzt da nur Scheiß, gut, 6% All-Over-Damage. Ich habe die ganzen Beschreibungen noch nicht geschrieben. Ja, Long Description 2%, Long Description, Short Description. Du kriegst halt All-Over für alle Waffen, die du hast später. Das werden im Laufe des Spiels werden das 4 Stück maximal. Kriegst auf alle 6%. Gefällt mir jetzt gar nicht, drück mir da unten auf Reroll. Zack, das kostet goldene Poingal, die du dir farmen musst. Das sind diese Mining-Blocks da herum. Sagt man jetzt da nicht bei mir. Das ist leider ein bisschen verschwommen. Da habe ich noch Probleme mit dem UI, dass das eben nicht verschwommen ist. Wir haben 31 Stück. So, jetzt haben wir einen Epic Roll auf dem Fire Radius. Dann wird der blaue Kreisel wird größer. Funktioniert automatisch bei jeder Waffe. Das ist das, was ich gemeint habe. Vorher habe ich das alles von Hand. Jetzt habe ich neue Waffen. Jetzt muss ich das Upgrade da einprogrammieren von Hand. Was tut das, wenn der Spieler draufklickt? Funktioniert alles voll dynamisch und ich brauche es nie wieder angelangen. Wir nehmen jetzt das Ding einfach einmal. Zack. Was auch neu ist, über der Karten, also über der
Karten, wird angezeigt, was für Level deine Waffen aktuell gerade hat. Ja, das ist Level 1 und du kriegst ein zweites Level dazu. Nehmen wir mal das. So, sammeln wir mal ein paar XP ein, nehmen wir die XP, da geht's schneller. So. Aktuell habe ich es so eingestellt, dass man starke spielverändernde Waffenmodule, so nenne ich es jetzt einfach einmal, Overclocks in DRG, kriegt man momentan maximal 10 Stück, also alle 3 Level. Jetzt, wenn ich die Schrotflinten upgrade, passiert folgendes. Blub. Es gibt ein zweites Auswahlmenü mit den verfügbaren Module, die mir zufällig hergerollt werden. Im Hintergrund gibt es, glaube ich, bei der Schrotflinten 5. Bouncy Balls haben wir letzte Woche schon mal gehört, die funktionieren leider Gottes immer noch nicht, habe ich noch nicht gemacht. Aber Double Shot funktioniert. Fires an additional Shotgun Shell. Pick. Und was passiert dann? Das Ding ballert zweimal. Ja? Lädt einmal nach und schießt zweimal in die Richtung. Dann aktivieren wir mal grobes Ulti. Bum, 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 schießt. Ja, das Ulti ist noch nicht das Geilste. Sag ich dir, was ist. Oh, da kommt der dicke Boss. Holen wir uns mal ein paar Level-Ups. So, Crit Damage, drauf geschissen, Reroll, Fire Rate, 8% für alle Waffen, die wir kriegen. Passt, nimm es. So, nächste Modul, das glaube ich war letzte Woche auch noch nicht fertig. Wenn du ein bestimmtes Level erreichst, kriegst du irgendwann die zweite Waffen. Das ist jetzt aktuell Level 5. Bei Level 25 kriegst du die dritte Waffen und bei Level 50 kriegst du, oder bei Level 3, ich weiß nicht mehr. Ist ja vollkommen wurscht, das ist bloß eine Zahlenspielerei. Das kann ich in die Config einschreiben, dann funktioniert das alles selbstständig. Kriegst du eine zusätzliche Waffe. Und die wird zufällig aus dem kompletten Waffenpool gerollt. Aus allen Waffen, die du nicht bereits hast. Du kannst ja jede Waffe bloß einmal haben. Wir nehmen jetzt da die Burst Rifle noch dazu. Der Flammenwerfer ist nur, der kann noch nichts. Den habe ich dann in der Hand. Und wenn er schießen darf, schreibt er links oben im Bildschirm Flames ein und sonst nichts. Aber es passiert halt nichts. Nehmen wir das Burst Rifle. So, dann, wir haben natürlich ein Level-Up gewonnen, kriegen wir gleich dafür für die ausgewählte Waffe, die wird jetzt automatisch da unten in den Waffenslot eingeschissen. Nehmen wir sofort hier Crit Chance plus 3%. Bam. So, und jetzt haben wir die Burst Rifle an, die automatisch auf Gegner zielt und die Schrotflinten, die aber nur in eine Richtung schießt. Was hat jetzt die noch für tolle Upgrades? Schauen wir mal. Crit Damage, Reroll. Ich brauche das Ding noch. So, noch ein Modul kommen. Und Fire Radius. Und jetzt halt Penetration. Ja, penetrieren, das gefällt euch wieder. Ja, nehmen wir, das ist jetzt quasi Level 6 von der Waffen. Kriegst du das zweite Modul. Das kann zufällig eben Backfire oder Penetration sein. Das wird aus einem Pool zusammengewürfelt. Wir nehmen jetzt mal Penetration, weil es total overpowered ist. Und jetzt pass auf, was passiert. Und es fährt halt durch wie ein Stückchen Viech. Dann kommt der Meteor-Schar, den haben wir auch schon mal gesehen, glaube ich. Beziehungsweise einen großen Meteor, den habe ich letzte Woche gemacht, Meteor-Schar. Ja, rasieren wir mal. Ich kriege halt ein Epileppi mit diesen komischen Explosionseffekten da. Das ist sauber zu fade, das muss ich wieder ausmachen. So, aktivieren wir mal das Ulti von der Burst Rifle. Zack. Ach. Crit Chance. Dann kannst du da ordentlich reinbammen. So. Wunderbar. So viel mal dazu. Ja, ich nochmal. Optisch noch ganz weit weg von irgendwie fertig. Die Technik dahinter funktioniert ziemlich gut. Gebalanced ist da natürlich noch gar nichts. Die Penetration ist sauber stark. Die fliegt durch alle Gegner durch und macht allen Gegnern den gleichen Schaden. Idee ist, entweder jeden Gegner, den es trifft, verliert es beim nächsten dann 20% Schaden, beim dritten nochmal 20%, nochmal und ab dem vierten oder fünften Gegner macht es gar keinen Schaden mehr und zerstört sie dann selber. Oder es zählt mit, wie viele Gegner da wird eine Zahl hinterlegt. Du kannst maximal 3 Gegner durchschlagen und dann bist du kaputt als Projektil. Und das glaube ich, und das funktioniert ziemlich gut. Ja, oben läuft auch schon die Timeline durch. Mit jede Stage dauert 3 Minuten. Und die Viecher, die dann in Stage 2 spawnen, haben auch schon stärker als in Stage 1. Also die kriegen dann mehr Leben, die werden ein Tippfall schneller und die machen ein Tippfall mehr Schaden, wenn sie die erwischen. So viel mal dazu. Und was auch neu ist, jetzt gehen wir mal da her. Machen wir mal das hier. Warum hängt da XP in der Luft? Weiß nicht, müssen wir aufspringen. Das hier ist neu. Zack.
Und da bin ich lang gesessen. Da bin ich sehr lang gesessen, auch wenn es nicht so ausschaut. Deswegen habe ich immer wieder mal in die Streams gesagt, Walleck, Alter, fuck you. Jetzt weiß ich, warum in vielen Spielen die Menüs so beschissen sind. Weil das eine richtige ekelhafte Scheiße ist. Vor allem, dass das dynamisch funktioniert. Was habe ich da gemacht? Einmal das sind die Player Stats. Ja, wir sind Level 11. Da sagt man, ich bin noch nicht fertig, da steht überall noch X drin. Da steht dort, wie viele Ressourcen das wir haben, von Golds, Reds, Blues und Pinks, was die deren und was die bedeuten und wie die wirklich dann ausschauen, das bleiben keine Kastel nicht, ist mir vollkommen wurscht. Man sagt unsere Lebensleisten, man sagt, wie viel XP das man aufs nächste Level braucht und so weiter und so fort. Das sind immer die Player Stats. Und rechts daneben sind eben die 4 Waffenslots. Und da steht alles drin, was du irgendwie wissen musst. Und das Ding funktioniert 100% dynamisch, da bin ich sehr stolz drauf. Es ist egal, was ich in Zukunft für eine Waffe baue. Das Ding sucht sich automatisch alle Upgrades, alle gelevel-upten Stats raus per Name und Wert und schreibt das da drunter. Zeigt das Beutel von der Waffe an, zeigt die Module, also die Overclocks an. Jede Waffe kann maximal 3 haben. Du kriegst dann bei Level 10, also bei Waffen Level 10, Waffen Level 20, Waffen Level 30. Dann kriegst du kein zusätzliches Modul mehr, aber du kannst Waffen noch weiter verbessern, also mehr Crit, mehr Schaden, mehr Fire Rate, mehr Fire Radius und keine Ahnung was. Und das ordnet sich automatisch von selber von links nach rechts an. Und für die anderen 2 Waffenslots, die noch frei sind, steht automatisch dort, was für Level du brauchst, um die freizuschalten. Da bin ich lang gesessen. Auch wenn es jetzt so ausschaut. Dann noch die weißen Kastel, die kommen da natürlich weg. Da steht dann noch dort, wenn du das Modul einfach noch nicht befüllt hast, weil der Waffe einfach noch nicht hoch genug gelevelt ist, steht dann dort, was weiß ich, Rich Level 10, 20, 30, was auch immer. Je nachdem, wie man es halt, ja. Der Screen-Effekt bei Sean hat ein bisschen. Der ist auch neu, gell? Den habe ich den letzte Woche schon gehabt, pass auf. Ja. So quasi, man kann noch nicht sterben. Ich kann immer noch nicht sterben. Also ich habe noch nichts eingebaut. Ich kann jetzt da forever stehen bleiben und XP einsammeln und jetzt, wenn wir das Level erreichen, kriegen wir halt das Ding. Genau. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel, wie können wir das überprüfen? Leider geht es Pause-Menü, also Statistiken-Menü, noch nicht per Taste, wenn ich da gerade im Level-Up-Menü bin. Lauter so Kleinigkeiten. Jetzt nehmen wir mal Critical Strike Chance 9% für die Schrotflinte. Zack. Oh! Neue Module. Auto-Aim für die Schrotflinten. Pick. Und dann zielt die Schrotflinte genau wie die Burst Rifle auch schon automatisch auf die Gegner und nimmer nur nach vorn. Ja, und lauter so Sachen. Die Viecher laufen auch noch ein wenig komisch, da habe ich noch gar nichts da. Also die Wegfindung ist noch nicht so 100%ig geil und all so Zeug. Aber das kriegen wir schon. Ja, da kann man mir, das habe ich letzte Woche schon gesagt, das geht schon immer. Ich kann mich da einstellen, dann hauen wir mir langsam aber sicher auf die Blöcke umeinander. Dann können wir uns da durch. Die droppen Gold, damit ich da herunten rerollen kann. Das können wir mir alles verrollen. Oh, ich habe kein Gold mehr, ich kann nicht mehr rerollen und so weiter. Also ich bin schon muss sagen, das Grundgerüst macht sich langsam. Glaube ich. Ja. Death Animation. Habe ich noch nicht. Gibt's noch nicht. Wo geheimes Fan-Level? Wird es nicht geben. Wird es andere Roboter geben? Also optisch. Anfangs nicht. Ganz ehrlich, ich versuche. Andere Spiele machen es so, DRG macht es zum Beispiel so, da gibt es 4 verschiedene Charaktere. Und alle sind eigentlich komplett gleich. Außer ein paar Stats. Ein paar geringfügige Dinge und die Startwaffe. Und da hat mir gedacht, hey, weißt du was, ich spare mir da einen Haufen Arbeit mit verschiedenen Spielercharakteren und was weiß ich, war halt zumindest zum Start. Und mach bloß einen, dafür kannst du bei mir deine Startwaffe wählen. Egal welche du haben willst. Aber du musst das vorher in einem Durchlauf, bis du stirbst, einmal gekriegt haben und mindestens bis Level 30 gebracht haben. Dann kriegst du die bei der nächsten Runde, kannst du dann als Startwaffen auswählen. Jeder Char hat einen anderen Waffenpool in DRG. Okay. Ja, okay. Bei mir ist der Waffenpool all over. Das ist, was da sehe ich keinen. Bist du da sicher? Bist du dir da sicher?
Ich habe nämlich letztes Mal, ich habe auch nicht mehr recht viel weitergespielt, sage ich ganz ehrlich, weil ich einfach keine Zeit mehr habe, ich butter alles da rein. Ja, oh, er hat Wiki studiert, ja, okay. Ja, okay. Spinnen als Gegner vielleicht irgendwann mal? Möglich. An Gegnertypen, es ist im Prinzip ist ja vollkommen wurscht, was für ein Viech das da auf dich zurennt. Es macht immer das Gleiche, es rennt auf dich zu. Und ob das jetzt eine Spinne ist oder so ein komischer kleiner Fleischhund, der übrigens ziemlich cool ausschaut. Kann ich den, warte mal, let me show something. Wo bin ich nicht? Ich bin die erste jetzt drin, die brauchen wir natürlich nicht. Enemies. Da, ich finde den eigentlich schon ziemlich cool. Ich finde den eigentlich schon ziemlich cool. Er glänzt ein bisschen viel, muss ich sagen. Aber ansonsten, das müssen wir noch irgendwie ausschalten und so und dann ein besseres Lightning und ein bisschen Shader dazu. Und dann ist dieses Viech eigentlich schon ziemlich geil. Er kommt direkt auf uns zu! Ich finde eigentlich schon ganz gut. Er schaut ein bisschen aus wie ein Pimmel mit, ja. Ein Feini. Und ich sag's euch auch gleich schon, wie es ist. Unsere Hauptfigur, halt, stopp. Wo ist denn der Third-Person-Character? Unsere Hauptfigur wird das hier. Das ist unser kleiner Babyroboter. Der taugt mir so richtig gut. Der kriegt vorne vielleicht noch so ein kleines Display, da wo man seine Augen sieht. Und dann habe ich eventuell auch schon einen Spieltitel und der heißt What is my purpose? What is my purpose? Kill and gather! Oh no. Ja. Mehr Roughness ist gleich weniger glänzen. I know, Mr. Bernie. Ja. Und ansonsten gibt es nicht recht viel zum Herzogen, fürchte ich. Ich finde den eigentlich ganz cool. Der kann auch ein paar Sachen, warte mal. Kann ich da. Das ist Schießen-Animation. Dann kann er rollen. Dann kann er, ja gut, er kann fliegen. Was haben wir noch? Wo ist denn der Ball? Ball to stand. Wo ist denn der Ball? Der ist eigentlich cool. Ball idle. Der kann sich in einen Ball zusammenrollen. Und ob man da noch was dann draus macht, dass er dann auch wirklich was kann, während er rollt und einem Spieler vielleicht noch eine Fähigkeit gibt oder so, mal gucken. Aber wie gesagt, der ist noch null. Die Animationen sind da, aber das ist noch nicht zusammengebaut. Wann, welche Animation, wann, wie auch immer und so weiter. Ja. Und mehr gibt es schon nicht zum Erzählen. What is my purpose? Kurz Wimp. Wimp Survivor. Sehr gut sprengen. Gefällt mir gut. Wimp. What is my purpose? Kill and gather. Kill monsters, gather resources. Oh no. Nee. Hat ein bisschen was vom Urgott, Ika. Ja, hat ein bisschen was vom Urgott. Und was eventuell auch noch der Plan ist, mal gucken, man modelliert das Ding so um, dass da herum 4 so Buchten sind, so, die nennen wir es einmal Waffenbuchten. Und dann kannst du wirklich ein Waffenmodell von der Shotgun, vom Granatenwerfer, von was auch immer, da oben aufpflanzen und dann siehst du von oben optisch auch, was für Waffen du in die Slots drin hast und so weiter. Und eventuell kann man da einen Indikator einbauen, wann das Ulti fertig ist, damit du nicht ins HUD schauen musst. Aber das ist alles wirklich nice to have. Nice to fucking have. Aber ich bin schon mal zufrieden, wenn das Ding so läuft, wie ich das will. Das ist ein eigenes Thema mit Animation Blueprints. Ja, I know. Und so weit bin ich noch nicht. Ist einfach auch überhaupt nicht wichtig. Was Wimpedidei. Erinnert mich an einen Lolcha, aber wie heißt der nochmal? Achso, ja, der Simato, ja. An den Urgott. Jetzt verstehe ich auch, warum du da mittendrin Danke geschrieben hast. Ja, ja. Soweit so gut. Ich hoffe, soweit gefällt, was Sie sehen. Eines Tages kommt der Punkt, bei Venom Dream! Ubisoft ist nicht sehr stolz auf die. Keine Mikrotransaktionen, kein Shop und keine 10 Euro Skins. So wird das nichts mit 80 Euro! Wir haben noch sehr weit davon entfernt, über irgendeine Art Monetarisierung nachzudenken. Ich weiß noch nicht mehr, ob das Ding jemals fertig wird. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo ich sage, fuck, das habe ich nicht berücksichtigt, ich komme aber jetzt nicht mehr weiter. Müssen wir es bleiben lassen. Dann war sehr viel Arbeit jetzt schon für einen Eimer, aber mei, it is what it is. Bavarian Dream, merci dir. Schluss jetzt mit den Donations. Ja, ich hoffe, Ihnen gefällt soweit, was da los ist. Wie gesagt, ich bin Indie-Entwickler jetzt.
Gut, ich habe noch nichts released, aber wenn ich es release, dann bin ich Indie-Entwickler. Ich bin hier allein, ich mache das hier allein. Ich lerne, ich habe bei 0 angefangen. Vor 3 Wochen, ja gut, mittlerweile fast vor 4 Wochen, keine Ahnung von Unreal Engine 4 gehabt. 0. Es hat wieder in den letzten 4 Wochen sehr viele Schnackler geben. Ach so, Blueprint Interfaces, Blueprint Components. Ach so, kann man das, wenn man das, wie man Constructs in Datenbanken einpflanzt. Möchtest du mich verarschen? Das hättest du mal früher sagen können. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Aber ja, ich fühle mich langsam so, als hätte ich ein ordentliches Paket an Werkzeugen mir angelernt, um ein Spiel zu machen. Das Fundament ist immer noch nicht fertig. Vor allem Menüs, ich brauche noch irgendwie die prozentuale Levelgenerierung, setze ich mir auch ein bisschen auseinander, um da eine Idee zu kriegen. Lässt man es wirklich permanent ohne Unterbrechung laufen oder baut man so Pausen ein, wie es in DRG auch ist? Das hat schon seinen Grund. Die Ressourcen müssen nachspawnen. Das schaut einmal nicht, wenn die Map gewiped wird und wieder neu geladen wird und. Mal gucken. Aber da ist auch noch sehr weit hin. Baue ich die Stats, baue ich jetzt noch fertig und dann werde ich mir mal an zusätzliche Waffen machen, damit da mehr ein kleiner Pool an Waffen. Das ist auch das Lustigste zum Machen. Also, es macht am meisten Spaß, sich auszudenken, ja, als erstes kommt der Flammenwerfer, wie soll der funktionieren? Der schießt von so einer Cone aussehen und alle Viecher, die drin sind, kriegen dort Schaden. Und wenn sie außerlaufen, brennen sie noch 5 Sekunden oder nicht. Was sind denn seine Module? Er speibt, was weiß ich, er schießt in beide Richtungen natürlich wieder. Oder was auch immer, was er tut. Sein Ulti ist, er dreht sich ganz schnell im Kreis und zündet alle 4 Vollgas an. Schießt vielleicht eine brennende Fläche am Boden, wo die 4 die durchlaufen. Was weiß ich. Das macht eigentlich am meisten Spaß. Also doch bald Release von Uncharted Symphony. Ja, das ist schon ein bisschen was anderes. Und genau deswegen habe ich mir sicher die Art von Spiel ausgesucht, weil es eben nicht so dermaßen krass, überdimensional nicht für eine Person machbar ist auf unter 3 Jahren. Na. Der Burning Crusade schreibt, Skins für einen Robo monetarisieren. Na, das wird es hier nicht geben. Angenommen, das Spiel ist fertig. Angenommen, das Spiel, das kommt voll und fertig zu einem Preis, vielleicht auch Free-to-Play. Also entweder, es gibt sowieso eine Optionen. Entweder es ist Free-to-Play und es gibt dann Gaudi halber in-game Skins zum Kaufen. Skins in einem Singleplayer-Spiel. Ja, weiß nicht, Brudi. Da schreibe ich lieber 7,99 € drauf und mache ein fertiges Spiel. Mit Sachen, die du dir spielen kannst, ohne dass du es kaufen musst. Und wenn ich mir irgendwann komme ich und sage, jetzt gibt es ein DLC. In dem DLC haben 3 neue Bossgegner, 2 neue Viecher, 2 neue Waffen. Eine neue Map. Oder ein Map-Skin, besser gesagt, weil die Map wird sie nie recht anders spielen. Ja, da gibt es nicht viele Optionen. Oder DRG nicht wirklich viele Optionen. Fertig. Und schreibe 1,99 € drauf. Ole, ole. Ich werde jetzt nicht arm, ich werde nicht reich. Außer das Ding verkauft sich 1 Million Mal. Dann habe ich es sowieso durchgespielt, dann ist alles wurscht. Aber so weit wird es nicht kommen. Und dann glaube ich, ist keiner besser. Wenn der Gegenwert passt, ist das, glaube ich, in Ordnung. Sobald es ausgeschanzt wird, ist es lächerlich. Schon beim Level-Up die Map Stück für Stück Nylon. Ist nicht so einfach. Weil irgendwann ist die Map, wenn du immer in eine Richtung laufst, ist die Map irgendwann so groß, dass du den Hosen scheißt. Aber so ungefähr werde ich es irgendwie machen. Ich liebäugle damit, dass unser Roboter einen Dachschaden hat. Ja? Er hat, wie soll ich sagen, Datenverlust. Und wenn du immer nach rechts gehst, das musst du dir jetzt so vorstellen, du hast Map-Tiles. Haben wir da was? Das ist ein Map-Teil. Ja? Da in der Mitte stehen wir. Du laufst immer nach rechts. Wenn du dann so die letzten 5% von dem Rand von dem Map-Teil erreicht hast, dann baut sie automatisch rechts ein neuer, zufälliger Map-Teil auf. Laufst nach rechts, laufst weiter, es hängt sich da wieder einer ohne. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Dann geht das irgendwann nicht mehr. Dann ist es irgendwann so groß, dass du den Hosen scheißt. Dann hat mir nämlich gedacht, ich laufe nach rechts, lade einen neuer,
lauf nochmal nach rechts, lade einen neuen und lösch dann den, der da hinten ist. Wenn ich dann aber wieder zurücklaufe, ist nichts mehr da. Also was tun? Ich laufe zurück und lade da einfach wieder einen neuen Map-Teil. Der aber anders ausschaut wie der vorher da war. Wie erkläre ich das? Wie erkläre ich das? Indem dass unser Roboter einfach Datenverlust hat. Und manchmal die Dinge nicht so sind, wie du denkst, dass sie sind. Keine Ahnung. Wie schwer ist es eigentlich, so ein Minimap einzubauen? Habe ich mich noch nicht befasst damit. Weiß ich nicht. Aber was ich gesehen habe, nicht recht schwierig. Weil das ist nichts anderes wie eine zusätzliche Kamera, die senkrecht über deinem Spieler nach unten schaut und filmt, was da passiert. Und in die Kamerasettings, ja, also musst dir vorstellen, wirklich wie eine Kamera, die da oben schaut, stellst du einen Shader und so weiter so ein, dass alles nach Map ausschaut. Also nicht, ja, ist schwierig zu erklären. Vielleicht mit Checkpoints, also random. Wie meinst du mit Checkpoints? Mach die Map als große Kugel, auf der du rumlaufst. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ändert, aber eine Kugel ist endlich. Und ich möchte da einen Endlos-Modus haben. Dass wenn du theoretisch eine Stunde lang schaffst, da drin zu überleben, kannst du eine Stunde da rumlaufen. Mit Level 298. Oder halt Spots, die du ablaufen musst. Ja, da hindert dir aber auch wieder nichts daran, dass du wieder zurückgehst. Wie in Helldivers. Was ist wie in Helldivers? Das zum Thema Overclock oder wie man das schreibt. Sicher, wir glauben an die, das wird 4 AAA. Merci für den guten Stream. Arwise, Kuss auf die Nuss. Dankeschön, sag ich. Das zum Thema Overclock oder ich kann ich weiß nicht mehr. Also doch, ich weiß nicht, das ist so Zusammenhang wie in Helldivers. Was ist denn wie in Helldivers? Habe ich gerade was erklärt, was wie in Helldivers ist? Ich habe da noch nicht so viel gespielt, dass ich vielleicht habe ich was unbewusst was abgeschaut. Kann das sein? Im Prinzip ist nichts. Natürlich ich schaue mir alles aus anderen Spiele ab. Ich finde da nichts Nice, sag ich freiwillig, was ist. Ist mir aber auch scheißegal. Ich mach's im Prinzip wie Palworld. Ich nehme von den Spielen, die mir taugen, die Elemente und wirf sie in eins zusammen. Mir gefällt sehr viel, was die DRG gemacht hat, mit dem Abbauen von den Mining-Blöcke, wo du dann durchschlängeln kannst und neue Wege aufmachen kannst. Mir gefällt es, dass du die Viecher gegen die Viecher einsetzen kannst und nicht bloß gegen die. Aber mir gefällt zum Beispiel coole Bosskämpfe. Ja, dass der Boss irgendwelche einfachen Mechaniken kann. Dann fällt mir das mit den Waffenaktivierungen. Das hat DRG auch nicht. Die drücke einen Knopf und dann macht meine Waffen irgendwas krass. Also, dass ich ein paar Fähigkeiten, ein paar ganz einfache, wie in einem MOBA. Ja, es sind maximal 4 Knöpfe, die man drücken kann. Und jede Waffe kann ein bisschen was anderes. Und was ich am Schluss auch noch haben will, ist ein Inventarsystem. Das kommt aber ganz, ganz, ganz zum Schluss. Die ganzen Werte und so weiter sind alle so aufgebaut, dass man natürlich nur einen Wert dazwischen schirmen kann, der von den Items kommt. Aber das kommt ganz zum Schluss. Das Inventarsystem ist richtig asozial zum Machen. Castlevania Lots hat von so vielen Spielen geklaut und es war ein super stabiles Game. Das ist ganz normal, glaube ich auch. Du wirst alle 4-5 Jahre erfindet mal jemand ein Genre, das neu ist. Und das letzte, was ich weiß, waren diese Survivor-Games. Also das ist die Art, die ich da gerade nachbaue. Simple as fuck, erstmal belächelt. Wenn du einmal angefixt bist, kannst du nicht mehr aufhören. Schlimmer wie Diablo, schlimmer wie alles. Weil du permanent im Prinzip alle 30 Sekunden später kriegst du Lootboxen hergeschissen. Oh fuck, ich brauche das Upgrade für Fire Rate, ich brauche mehr Fire Rate. Wow, hoffentlich kriege ich den Overclock mit Penetration. Oh, leck, da ist er. Und dann ist mein Bild komplett und dann fährst du nur durch die Viecher durch. Bis die nächste Stage kommt, Viecher werden stärker und du dann wieder so... Scheiße. Naja, schauen wir mal. Nein, Mann, nur wie Planeten, die du bereist als Map, so mein Gedanke. So wird's auch, also optisch dargestellt. Du bist im Prinzip oben im Raumschiff, da ist der Roboter drin. Als Map wählst du einen Planeten aus, Sandplanet, Eisplanet, Magmaplanet, Dschungelplanet, was weiß ich denn. Da klickst du drauf, dann wählst du deine Startwaffen aus, drückst auf Start und dann habe ich, jetzt weiß ich, was mit Helldivers meinst, dann habe ich auch einen Helldivers denkt, dann dann geht der Roboter in eine Kugel, steckt sie in so ein Röhrlein und schießt sie in den Planeten runter, schluckt dann Planeten auf, dann heißt es kurz, what is my purpose? Und dann geht's los. Und dann geht's einfach, die Story dahinter interessiert keine Sau. Ob du jetzt da vom Himmel runterfällst oder einfach die Map aufgeht und du stehst da und es geht los, es interessiert keine Sau. Gameplay ist King. Gameplay ist alles.
Alles andere ist nur nice to have. Es muss sich cremig spielen, so cremig wie es irgendwie hinkriegt, das ist das Allerwichtigste. Und da gehe ich lieber ein paar Bußen ein, wie es ausschaut. Und die werde ich eingeben müssen, weil ich kein 3D-Outpist bin. Ja. Da werden ein paar Assets dazu gekauft, nichts zu teures. Und wenn es irgendwann einmal eine spielbare Alpha-Version gibt, wo gar nicht mehr so unendlich lang hieß, dann werde ich mich mit den Steam-Keys einmal oder beziehungsweise mit diesem Steam-Starter-Ding einmal auseinandersetzen, dass man Keys vergeben kann. Die gibt es dann im Discord. Natürlich dürft ihr das dann ausprobieren. Ja, und dann brauche ich ein bisschen Feedback. Vor allem zur Performance. Läuft es flüssig, wenn da 150 Viecher rumlaufen? Läuft es auch in Stage 80 noch flüssig? Und so weiter und so fort. Und wie weit kommt's? Das kann man natürlich auch eine kleine Challenge draus machen. Und wie fühlt es sich an? Da bin ich für jede Kritik offen. Natürlich, ich freue mich über Lob, ich brauche aber auch Kritik. Und nicht mit Gewalt irgendwas aussuchen, sondern jemand, der 2-3 Stunden da reingespielt hat, der halt wirklich Bock hat. Ich meine, ihr müsst es nicht, das ist ja klar, aber irgendjemand wird sich schon finden, der Bock hat. Der dann sagen kann, so, pass auf, ich habe jetzt nach einer Stunde gespannt, das im Menü nervt wie Sau, das nervt wie Sau. Da jetzt mal bleiben die Viecher im Eck hängen. Irgend sowas. Das brauche ich dann. Da bin ich aufs Feedback angewiesen. Und anders wie manche andere Entwickler werde ich mir das dann anhören und wenn ich es gut finde, natürlich, werde ich es umsetzen. Und wenn ich in der Lage bin, es umzusetzen, dann setze ich es um. So. Ist die Landing-Musik in HD 2 free? Wahrscheinlich nicht. Wäre da aber lustig. Nein, das ist nicht. Mit Sicherheit nicht free. Es ist nichts für free. Ganz extrem selten. Wenn man ein eigenes Spiel macht, merkt man erst, wie viel Arbeit das ist und wie kompliziert sowas ist. Ja, genau. Ja, aber allerdings muss ich auch dazu sagen, jetzt bin ich der kleine Bürger aus Niederbayern, hab keinen Cent Geld nicht in das Ding investiert, hab vor 4 Wochen noch keine Ahnung gehabt, wie Unreal 4 funktioniert und hab bis jetzt halt sowas da auf die Füße gestellt, dann frage ich mich, was zur Hölle macht Blizzard mit 3000 Leuten an Diablo 4? Was tut man da 6 Jahre lang? Frage ich mich. Wahrscheinlich managt der Manager einen Manager, der Managergruppen managt und der Manager greift dann erst mit Weiber am Scheiß auch so und dann geht der Manager von dem Manager zum Manager und sagt dem einen Praktikanten, der mal irgendwas Produktives macht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der Chef das wollen hat. Da muss ich nochmal zurück und nochmal fragen. Anders ist mir das nicht erklärbar. Naja, so. Stehe ich gerne wieder als Tester zur Verfügung. Herr Mehrweg auf, sehr gerne. Du warst schon mal der Bumsuf-Test Number 1. Cutscenes basteln, ja, das kann Blizzard wirklich immer noch, ja. Aber du hast schon Erfahrung im Programmieren, oder? Habe ich letztes Mal schon gesagt, da habe ich letztes Mal noch gelesen, da hat jemand gefragt, was ist WebDev? WebDev heißt, ich bin Web-Developer, das bedeutet, ich mache Internetseiten. Also hauptsächlich Online-Jobs und solche Geschichten mittlerweile nicht mehr, ich kümmere mich drum, aber programmieren tue ich noch relativ selten. Ja, ich kann programmieren. Das hat natürlich Käufe, ja, aber diese Blueprint-Geschichte da ist was anderes. Es hilft mir natürlich, dass ich weiß, was verschiedene Datentypen deren, was ist ein Integer, was ist ein Float, was ist ein Boolean, was ist ein Enum, was ist ein Array, was ist ein was weiß ich was. Das hilft natürlich, aber das ist jetzt keine unendliche Hürde, die man nehmen muss. Ich habe nicht ganz bei Null angefangen, aber fast. Ich programmiere da keine Zeile Code so. Ja, so wie ich das normalerweise als Webdev mache. Und der Diversity-Beauftragter ist dabei, richtig. Der vorher den Manager am Scheiß zusammenscheißt, jetzt muss der Praktikant erst einmal heimgehen und dann geht's weiter. So, jetzt ist 5 vor 11, jetzt gehen wir. Anstellen, feuern, wieder einstellen, wieder feuern. Birger, du kennst die aktuelle Betriebsklima nicht. Weiß ich nicht, was haben die aktuelle Betriebsklima? Weiß ich nicht. In diesem Sinne an alle, Prost und bis zum nächsten Mal. Meister Tom, jetzt gehen wir ins Bett. So schaut's aus. Leute, das ist 5 vor 11 jetzt. Ich wollte 5 Minuten das Spiel herzwingen. What the fuck? Naja. Holst da aber die Sweet Baby Ink Prom schon? Ja, natürlich. Verkaufen sie die Spiele besser, habe ich gehört. Ja, und ich mal meinem kleinen Roboter mal einen Regenbogen am Arsch. Das war eigentlich ein guter Witz. Und es soll voll geschissen werden mit Memes und Blödsinn. Ja, mit dem Roboter kann ich treiben, was ich will. Das war what is my purpose? Killing and gather. Oh Gott. Ich sehe es regelrecht vor mir, das wird gut. So, genau, jetzt gehen wir ins Bett. Vielen herzlichen Dank, sonst labere ich noch weiter.
Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Like nicht vergessen. Entschuldigung, die Nachschau-Squad. Jetzt haben wir fast eine Stunde gearbeitet. Ja, hilft ja nicht. Wir sehen wir uns diese Woche nicht mehr. Es ist ja jetzt mittlerweile schon wieder Frühlings- und Sommerzeit. Da gibt es nicht so viele Wochenendstreams. Aber am Freitag in einer Woche wahrscheinlich nur einmal. Da kommt nämlich noch Rest for the Wicked. Das überlege ich mir am Wochenende, ob ich Bock habe, nächste Woche ein paar mehr öfter zum Streamen. Schauen wir mal. Wir sehen uns nächsten Montag, was wir da spielen. Schauen wir mal. Kaufhaus-Simulator, Baden-Simulator, irgendein Simulator. Und nächsten Mittwoch spielen wir bei Lionhearts fertig. So! Danke für die Donations, danke für die neuen Mitgliedschaften, da waren heute ein paar dabei. Und danke für die ganzen Resubs und alten Mitgliedschaften und nicht geil für Sepp Schluss jetzt. Ah ja, wir sind nochmal für den Gym Tonic Stream unterm Fang gesehen und haben 10 Minuten so viel gelacht, weil du die ganzen Like gefotzt hast. Die Gaudi haben wir da echt braucht. Wow, der Tag, danke schön für Herr Geibiffi. Wer immer ihr seid, richten schöner Gruß, also es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Dankeschön. Habit! So. Und diese, haben wir einen Trötenhut eigentlich? Ich bin ein Einhorn. Warte, ich mach so. Letztes Mal haben wir es nicht geschafft. Warte mal. Ich sag nur mal Tschüss, ich sag dann okay, Tschüss. Warte mal, so. Dass mein Gesicht nicht sieht. Das haben wir schon gehabt, glaube ich. Das brauchen wir von vorn. Warte. Okay, Tschüss. Warte, ich halt mich kurz so stark wie ich kann. Warte. Ich muss meine Maus zeigen. So. Okay, bye!